Ja, wir sind natürlich froh über den Sieg, über den Auswärtssieg, über einen verdienten Sieg. Wir haben uns über die ganze Spielzeit Torchancen rausspielen können, auch große Torchancen. Und ich denke, dass wir es verdient haben, so viele Tore zu schießen. Es gab trotzdem Schreckmomente natürlich. Und mit dem 0-1 und mit den großen Torchancen, 2 oder 3, die wir in der ersten Halbzeit zugelassen haben, da waren wir nicht aufmerksam genug in dem Zupacken und in der Schließbewegung bei zweiten Bällen. Weil Darmstadt sehr schnell in die Doppelspitze dann auch gespielt hatte auf die zweiten Bälle und dann gingen eigentlich die Torchancen durch unsere Mitte durch. Da waren wir nicht aufmerksam genug, waren wir, ich denke, vielleicht auch ein bisschen zu komfortabel im eigenen Ballbesitz und haben gedacht, wir lösen das nur damit. Wir hatten uns einmal Manu dann im Spiel gehalten, ganz am Anfang und einmal hatten wir Glück mit der Latte, aber über die Summe haben wir eine gute Woche gehabt. Man merkt, dass die Kadersituation sich einfach deutlich entspannt. Wir haben jetzt das zweite Spiel, in dem der Kader voll ist mit Lizenzspielern. Wir haben eine neue Konkurrenzsituation. Wir haben gute Stimmung, gute Qualität im Training und sind froh, dass wir unseren Lauf fortsetzen konnten nach den Siegen gegen Lazio und gegen Mainz. Und hoffen jetzt, dass alle aus der Länderspielpause unverletzt zurückkommen. Vielen Dank, Thorsten. Bitte deine Sicht auf die vorangegangenen 90 Minuten. Ja gut, unser Kader ist nicht ganz so voll. Wir sind eher dezimierter, aber die Jungs, die sich heute auf dem Platz präsentiert haben natürlich auch Fehler gemacht. Deswegen verliert man ein Spiel, aber haben auch einige gute Sachen gemacht und vor allem haben wir eine Teamleistung gezeigt, die hätte auch durchaus belohnt werden können. Gefühlt, klar, sind Torchancen da, aber gefühlt ist es 1, 2 Tore, wenn man so das sagen darf, ist der Sieg irgendwie gefühlt zu hoch ausgefallen, aber in einer Ausnahmemannschaft mit dann noch einem Ausnahmespieler, Musiala, ist es eben so, wie es ist, dass du dann die Tore kassierst. Gab auch die angesprochene Lattensituation von Oskar Wilhelmsson, mit diesem Doppelschlag dann vielleicht das 2-2 zu machen. Die Möglichkeit war da, 2 Tore haben wir geschossen, haben glaube ich auch weiter uns in viele Sachen dann auch reingeworfen. Deswegen, das eine sind die Torchancen, das andere ist eben, wie man sie vereitelt und das haben wir heute gezeigt. Wir haben uns dann auch um den 16er, im 16er eben in diese Bälle reingeworfen, um zu vereiteln und das war total wichtig, um einfach heute auch, und das war eigentlich das mitunter das Wichtigste, auch wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, dass man insgesamt in dem Stadion einfach gemerkt hat, dass dieser Zusammenhalt da war und dass dieses Spiel total wichtig war, einfach als Ergebnis für Darmstadt, für die Fans und für uns als Mannschaft. Danke auch dir. Dann ist nun Zeit für eure Fragen. Die erste Hand schnell direkt hoch. Genau da bitte. Verbot mit der Bitte um Namen und Medium. Ja, Oliver Jensen von RAN unter anderem. Frage an Herrn Tuchel. Sie hatten vor dem Spiel gesagt, Sie glauben ja nicht, dass man stolpert. Sind Sie auch nicht? Haben Sie aber kurz beim 0-1 gedacht, es könnte doch so ein sehr unglückliches Spiel am Ende werden, dass man doch wieder gegen Gegner Probleme das weiß ich, dass könnte? das immer passieren kann. Und das habe ich auch im vollen Bewusstsein gesagt. Ich wollte auch nicht in keinster Weise Darmstadt herabsetzen oder damit ausdrücken, dass das sowieso klar ist. Ich sehe nur unsere Leistungen und ich sehe unsere Kadersituation und deshalb galt erstmal Vertrauen in uns, Selbstvertrauen zu haben. Es war klar, was der Anspruch war, das Spiel hier zu gewinnen und das haben wir getan. Wir haben uns Chancen rausgespielt. Ich glaube, wir haben sogar ein reguläres Tor geschossen am Anfang. Aus meiner Sicht kann sein, dass das nicht so war. Ich weiß, dass alles passieren kann. Wir hatten jetzt oft genug Spiele, wo das Momentum komplett aus dem Nichts gekippt ist auf die andere Seite. Das war heute nicht der Fall und deshalb fühle ich mich bestätigt. Wir haben verdient gewonnen. Der Spielverlauf war so, dass wir erstmal in Rückstand waren, aber wir haben nicht den Kopf verloren. Wir haben weiter nach vorne gespielt, wir haben weiter Torchancen rausgespielt und dann haben wir uns irgendwann belohnt und die Tore gemacht. Deshalb alles gut. Deshalb alles gut. So, erstmal Servus Mara, Servus Hasi. Servus, hallo. Sehr gut, die Mara ist auch da. So, jetzt muss ich mal eben, ich hatte nämlich gerade hier noch rumgefingert, dass ich noch die Punkte umstellen musste.
zack, 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 zack. Bin sofort stark, Manuel. So. Servus in die Runde. Servus, Chico. Collius, Servus, Dumbo Jumbo. Mara haben wir ja schon gesagt. Anbu. Der Liegestütz-Trainierweltmeister oder was? Mein Liegestütztrainer. Manuel. Tommy. What's up? Juno. Domai, Manuel, Emil Hase und Bud Spencer ist auch da. Sehr gut. Servus, Leute. Wie ist die Lage? Letzter Stream, dann machen wir erstmal Pause, weil ist Nationalmannschaft, da brauchen wir nichts über den FC Bayern bequatschen. Wa? Von daher sehen wir uns dann erst wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Mal gucken. Oder vielleicht den Freitag vor dem Spiel, dann vor dem Dortmund-Spiel. Mal gucken. Irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. Glück auf erstmal, Manuel. Ganz genau. So sieht's aus. Unser Kader ist bis oben voll. Rappelpappel voll. Da ist alles, alle sind fit, alle sind gut. Deswegen muss der Libor ja auch seit Wochen mit Schmerzen durchspielen. So ist das bei uns. Ist schon das mit Streich mitbekommen. Ja, das hört auf nach 29 Jahren Freiburg. Ist so auch okay, oder nicht? Sich so ein bisschen so angehört, als wenn er auch nicht mehr so die Lust hat auf Freiburg. Scheint ihn vielleicht auch zu viel, was weiß ich was. Aber ich bin nicht im Freiburg-Thema, Leute. Kann ich euch nichts zu sagen. Aber ist doch auch okay. Nach 29 Jahren, denke ich, kann man auch mal den Verein wechseln oder aufhören. Je nachdem. Wird man sehen. Auf was er Bock hat. Vielleicht wird er Bayern-Trainer. Ist ja das große Stühle-Rücken im Sommer. Die ist jetzt frei. Hat er, wieso? Hat doch keiner ernst genommen. Kann er nicht ein Spieler entscheiden, wer Europameister wird. Also ich bitte dich, Chico. Aber war ein cooler Spruch von ihm auf jeden Fall. Ich meine, wenn die Gegner alle auf Darmstadt-Niveau sind bei der Europameisterschaft, dann ist das vielleicht möglich, aber also nichts gegen Musiala, hat ein gutes Spiel gemacht. Alles gut. Aber man sollte halt auch nicht vergessen, dass das einfach nur Darmstadt war. Von der individuellen Qualität her, denke ich, hat man gesehen, dass das ein Absteiger ist, beziehungsweise ein Aufsteiger. Also immer mal die Füße stillhalten, Alter. Wenn er das gerne gegen Arsenal bestätigt oder gegen Dortmund, der Jamal, dann gebe ich ihm auch noch 1 mit Sternchen, aber ansonsten mal ruhig bleiben, wa? Dafür hat er diese Saison schon so viel Grütze zusammengespielt, Alter. Sieht man ja, wie gut unsere Spieler dieses Jahr mit Druck umgehen können. Sind alle druckresistent, oder? Sind Maschinen, die funktionieren durchgehend. Siehst du doch. Musiala Weltklasse am Samstag. Selten solche Dribblings gesehen in einer europäischen Liga. Ja. Für mich ist Weltklasse auch was anderes, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber definieren. Ich habe die Kommentare heute gemacht. Ich weiß nicht, ob es, vielleicht war es ja sogar dein Kommentar, wo jemand geschrieben hat, Musiala war besser als Messi in seiner Prime-Zeit, Alter. Da habe ich einen leichten Lachanfall gekriegt, also. Weiß ich nicht, ob man jemals Messi mal in seiner Prime-Zeit gesehen hat, Alter, aber davon ist ein Musiala noch Meilen entfernt. Also ich mag Musiala, hat ein gutes Spiel gemacht, alles gut, müssen wir nicht kleinreden oder sowas. Aber so ein Vergleich, Alto Betty. Weiß ich auch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was, würde ich sagen. Die Sonne geht auf. Ich finde es interessant, dass Barcelona mit 2 17-Jährigen und einem 19-Jährigen spielt. Und für Tuchel sind unsere Spieler noch nicht so weit. Schau mal nach Barca. Ja, aber das ist ja nichts Neues bei Barcelona. Das machen die ja seit Jahren. Also, wie gesagt, wir haben das Thema ja schon oft gehabt. Ich denke auch nicht, dass das irgendein Problem ist, wenn du eine Top-Mannschaft hast mit einer starken Achse, dass du 2, 3 Jugendspieler einbauen kannst. Ich meine, wir sehen es ja gerade mit Pavlovic, ja. Der ist ja auch 19. So. Ja, dass man den Tell nicht einbaut, hätte den Tell die Rückrunde spielen lassen und statt ein Sané wäre der Tell auch einen Schritt weiter, 100 Pro. Ja, und hätte mit Sicherheit der Mannschaft mehr geholfen wie ein Sané in diesen Spielen. So. Aber wenn man daran festhält, weil er in der Hinrunde bärenstark war, das muss man ja auch sagen, ihm zugestehen, alles gut, haben wir auch gelobt. Aber das kannst du ja dann noch mal 2, 3 Spiele machen, gehe ich ja auch mit, ja, dass du festhältst und sagst, ja komm, er kriegt die Unterstützung. Aber irgendwann musst du dann auch mal sagen, ja, alles gut.
Jetzt gießt mal ein anderer an der Reihe, wa? Aber das sollte in jeder Mannschaft möglich sein. So. Juno, servus. Domai, moin. Emil, servus. Bud Spencer, servus. Hatten wir schon. Alexander, schönen Abend. Gibt es Entwarnung bei Heavy? Ich habe noch nichts gelesen dazu. Der ist auch eh bei der Nationalmannschaft, also wenn wird ja da irgendwas zu hören sein, denke ich, oder? Was sagst du zu den Kimmich-Gerüchten um einen Transfer? Ja, die sind ja schon die ganze Saison da. Kimmich wird wechseln, also ich lege mich da fest. Es sei denn, der neue Trainer ist in Kimmich verliebt auf der zentralen Mittelfeldposition. Aber Kimmich hat keinen Bock, als rechter Verteidiger zu spielen und das ist die einzige Option, die ich sehe für ihn, bei uns. So. Aber ich glaube nicht, dass er darauf Bock hat. Aber ich weiß es auch nicht, wir werden es sehen, wa? I don't know. Wir müssen halt erstmal gucken, wer neuer Trainer wird. Das ist so Ja, der... Weißt du das nicht, wer Trainer wird? Ja, ich habe mit Schabi du hast gestern gesprochen, aber der sagte, er weiß noch nicht genau. Er Ja, überlegt schwach. noch, ob er vielleicht nächste Saison mit Leverkusen die Champions League noch rocken will. Ganz schwach Deswegen, von euch ja. beiden. Ja. Nee, Juno, wegen mir kann Kimmich den Verein verlassen. Das ist auch gar nicht böse gemeint oder abwertend seine Leistung in den letzten Jahren gegenüber. Ich glaube einfach, das wird dem Verein gut tun, das wird ihm gut tun und dem neuen Verein wahrscheinlich auch. Also es ist alles eine Win-Win-Win-Situation. Wir kriegen ein bisschen Geld noch und alles ist gut. Die letzte ruhige Woche, bevor bei mir der Osterhorror auf Arbeit beginnt. Okay, was arbeitest du denn? Wo ist denn Osterhorror? Ist der Häschenzüchter oder was? Ist er dann 3000 Hasenköppen oder was? Weil, Ja, hab da wer übrigens- Osterhorror? Was ist denn Osterhorror? ja, wenn du ein bisschen weiter liest, da steht es schon. Ja, Selbe ich muss Frage ja hab ich nach und nämlich auch nach. gestellt. Koch und die Ich hab- Bude, siehst du, sag ich doch. Ja. Ja, also musst du 300 Hasenköppen. Das ist doch, was ich gesagt habe. Ja. Ja, Gastronomie war ja, hätte ich ja jetzt auch vermutet. So. Ne? Siehst du, da lag ich doch gar nicht so schlecht. Michael S., servus. Unser Kader läuft über, genau. Fashion. Hello, sorry for bothering you. Ach, du kannst es nicht. Gut, kann ich mir schenken. Streich ist eine Ja, schon. Legende, der geht in Ruhestand. Mal abwarten, also. Ich glaube, wenn man sieht, wie der immer brennt, vielleicht macht er auch einfach nur ein Jährchen Pause und sucht dann nochmal den Reiz beim anderen Club. Wer weiß. Hm. Ich denke, zu dem einen oder anderen Club könnte ein Streich sehr, sehr gut passen. Also. Mal abwarten, wa? Oh, zwischendurch mal einen Stream raus, wird sonst langweilig. Ja, ich streame ja sonst ein bisschen Gaming, wa? Ich hatte ja überlegt, Fußballmanager zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich hier auf dem Kanal dann Gaming machen sollte oder so. Müssen wir mal schauen. Müssen wir einfach mal abwarten. Ich meine, wenn irgendwas Interessantes passiert, die Nationalmannschaft irgendwie 8-0 verliert oder so, können wir vielleicht mal einen kurzen Stream machen. Oder 8-0 gewinnt, wer weiß. Koch und die Bude voll. Ja. Koch habe ich mal ein Praktikum gemacht, 3 Wochen. Hat mir gut gefallen. Hat mir auch Spaß gemacht. Arbeitszeiten waren Katastrophe, kam von daher für mich nicht in Frage. Weil der ganze Tag im Arsch war. Ich habe halt morgens 4 Stunden gemacht. Das war halt auch so ein Sterne-Ding mit Hotel dran und so. Und dann musstest du halt morgens 4 Stunden, dann hast du 3 Stunden frei gehabt und dann musstest du nochmal 4 oder 5 Stunden hin. Komplett Banane, Alter. War absolut nicht meins. Und Tuche zum Sportclub, ja. Ja, guck Was? mal, der Hagi schreibt, man wird Kimmich niemals abgeben. Ihr wollt alle deutschen Spieler verkaufen. Das wird nicht passieren. Wir sehen am Ende der Saison, was passiert, wa? Tuche zum Sportclub. Der ist doch immer im Streit mit dem Streich, der Tuche. Nee, die können den gar nicht einstellen. Ein Streit bei einem Trainer wird, klatsche irgendwann mal ein Reporter 1 bei diesen Fragen. Ohne Scheiß, ich glaube, der wird die Fragen gar nicht beantworten.
glaube, der Streich wäre der wäre maßlos überfordert mit der Medienlandschaft bei uns. Ähnlich wie es der Rehagel war damals. Ja, Musiala kann ja das Level mal erreichen vom Messi, ja. Also das denke ich, will ich ihm gar nicht absprechen, aber jetzt nochmal. Gegen Darmstadt, ja, erste halbe Stunde genauso wenig zu sehen wie die ganze restliche Mannschaft. Danach hat er ein wirklich gutes Spiel gemacht, gar keine Frage. Hat das Spiel alleine getragen in der Offensive, gar keine Frage. Er ist dafür verantwortlich, dass wir das Spiel gewonnen haben, gar keine Frage. Aber da dann gleich zu eskalieren, als gäbe es keinen Morgen, Alter, tue ich mich persönlich halt schwer mit. Aber das ist ja auch jedem selber überlassen. Aber dieser Messi-Vergleich, da muss ich dann gleich knallhart sagen, weiß ich nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Alter. Du siehst das doch heutzutage auch bei Sané, wie schnell mit Superlativen um sich geschmissen wird, weil du mal 45 Minuten irgendwie geliefert hast. Und das zieht sich dann über Wochen hinweg, dass du in den Himmel gehoben wirst, ohne dass es da wirklich einen Grund für gibt. Das ist ja okay, das ist ja nun mal heute so. Aber du kannst ja keinen Vergleich mit dem Messi bringen, Alter. Also, das ist schon wild. Ben, servus und Glück auf. Gerard, servus. Sollte nur für eine Stunde dabei. Ich mache heute auch nicht so lange. Ich habe auch nur so 2 Stunden geplant maximal. Ich denke, heute ist auch nicht so viel los. Ich habe jetzt Pause erstmal dann, ne? Man kann es auch übertreiben mit Messi, aber Bayern hatte lange keinen mehr, der in dem Alter schon so stark war. Ja, das ist ja vollkommen richtig. Also, das hat man ja schon letztes Jahr gesagt. Also, kann auch einer werden und ist auch einer, ja. Und man sieht ja auch, dass er jetzt ein bisschen besser reinkommt wieder auf der Posi jetzt. Hat er sich ein bisschen umgestellt, dran gewöhnt. Das sieht doch alles sehr gut aus. Gehe ich voll mit. Aber wie gesagt, so ein Messi-Vergleich ist halt schon maßlos übertrieben, Alter. Sind deine Top 5 Abgangskandidaten bei Bayern im Sommer und auch in Bezug auf mögliche Zugänge? Ja, wurde ja gerade schon gesagt, war. Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka, Mazraoui, hast du 5. Musiala muss erstmal noch mindestens 13 Jahre Weltklasse-Niveau spielen, damit man ihn in einen Atemzug mit Messi und Ronaldo nennen kann. Ja, das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Story, wa? Ich glaube, Ronaldo ist ja nicht mein Fall, mag ich gar nicht. Aber seine Leistung und sein Leben für den Fußball und so muss man halt einfach neidlos anerkennen, ne? Und bei Messi dasselbe halt. Da gibt's ganz, ganz wenige Spieler, die das so durchgezogen haben, ja? Und eben auf diesem Niveau Leistung gezeigt haben. Darum ging's auch gar nicht. Mir ging's nur darum, dass da halt stand, so er war besser wie Messi in seiner Primezeit. Also Messi in seiner Primezeit, Alter. Für mich persönlich, also nicht von dieser Welt einfach, ja. Klar, Musiala hat auch so diese Dribblings, diese Bewegung und sowas zwischendrin, gar keine Frage. Ja, wird man sehen, wo der Weg hingeht, ne? Er hat auf jeden Fall die Voraussetzungen, um da mal Weltfußballer zu werden. Ne? Heiko, moin. Musiala spielt aber schon jetzt in seiner eigenen Klasse. Naja, wenn du die Saison jetzt mal betrachtest, ist das auch alles sehr durchwachsen, ne? Was aber auch normal ist in dem Alter. Wer wird Trainer? Ja, ich werde Trainer. Ich habe gestern telefoniert mit dem Uli. Wir sind auf einem guten Weg. Wir verhandeln gerade, ob es 3.500 im Monat werden. Aber da sind wir noch am Knackpunkt und Laufzeit, ob 2,5 oder 3,8 Jahre, steht noch nicht ganz fest. Aber wir sind auf einem guten Weg. Weil wir Kimmich niemals abgeben. Ihr wollt alle DE-Spieler verkaufen, das wird nicht passieren. Ja, warten wir ab, ob das passiert. Wir wollen ja auch nicht alle DE-Spieler verkaufen. Also ich denke, Musiala wollen wir nicht verkaufen. Und Pavlovic wollen wir auch nicht verkaufen. Sind also nicht alle, wa? Hey, du darfst Kimmich nicht loben, da du ihn kritisierst. Ich hätte ihn im vorletzten Spiel nicht loben dürfen, weil er dann gegen Darmstadt wieder aber gegen Darmstadt hat er ja auch eine Bärenleistung gemacht. Also, hab ja nur ich so gesehen. Aber Tuchel lässt Pavlo auf die 6. Ja, wir werden sehen, ne?
Keiner weiß gerade, ob Favre Kimmich behalten will. Der ist gut. Der ist gut, ey. Kimmich zum Abschied sage ich leise Servus. Nein, der Kimmich kann ja schon durch die große Tür gehen. Also, gar keine Frage. Wie lange wird es dauern, bis der nächste Trainer vom Hof gejagt wird? 3,75 Jahre. Oder 3 Saisons und 27 Spiele, wenn du es genau wissen möchtest. Gnabry, Sané und Kimmich verkaufen. Wer sollte kommen? Mir egal, wer kommt. Spieler, die für den FC Bayern spielen wollen und Bock auf den FC Bayern haben. Und nicht zum FC Bayern kommen, weil sie das meiste Geld verdienen können. Dann ist mir der Name Wurst. Hasenragout. Hasenragout. Streich geht wieder nach Freiburg ins Nachwuchsleistungszentrum. Hat er das schon gesagt, oder was? Oder Streich wird Nationaltrainer. Wäre auf jeden Fall mal jemand, der auch ein Auge für vielleicht den einen oder anderen nicht so gehypten Spieler hätte. Wo ich gerade lese, dass Ambu gerade zugegen ist, hätte ich da mal eine Frage. Wie ist das eigentlich, Ambu? Wenn der Tuchel uns am Ende der Saison verlässt, gehst du dann mit oder bleibst du hier? Ist da irgendwas in seinem Vertrag verankert? Mm, 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 mm. 2 bis 3 Tonnen Lebensmittel, ja, Respekt, ey. Das heißt, wenn ich also mal super gut essen will, dann bist du meine Anlaufstation, ja? Ja, guck mal, könnt ihr euch connecten. Der eine ist Metzger, der andere ist Koch. Könnt ihr doch mal ein schönes Dinner für mich zaubern. Hört sich doch gut an. Kimmich als RV sehe ich aber auch nicht. Für die Bundesliga reicht es vielleicht, lass ihn aber mal gegen internationale Topclubs die City Real verteidigen. Es reicht ja noch nicht mal für die Bundesliga in meinen Augen. Ja, also aktuell sehr durchwachsen. Aber vielleicht würde er da wieder seine Form finden. Er war ja mal ein guter rechter Verteidiger. Da müssen wir nicht drüber streiten, oder? Denke ich. Ein sehr guter rechter Verteidiger. Ja, er müsste natürlich schon dann in den Konkurrenzkampf gehen, wenn er. Aber wir werden es ja sehen, wer weiß. Ich weiß nicht, wer Trainer wird. Ne? Wie gesagt, wenn ich das aushandle mit dem Uli und er gibt mir die 3.300, dann wird Kimmich definitiv kein zentraler Mittelfeldspieler. Und dann wird er den Verein verlassen. Dann geht er zum Hansi nach Barca und dann sind doch alle glücklich. Dorfer lässt sich wieder verletzte oder ausgelockte Spieler spielen. Wieso denn wieder? Die spielen doch die ganze Zeit. 5 Wochen Praktikum hätten sie eine freie Lehrstelle gehabt, wäre ich heute Koch, wurde dann leider Kaufmann. Was heißt denn leider? Ist dir dein Beruf kein Spaß, Chico, oder was? Ich gönne Leverkusen, die sind einfach zu wild die Saison. Endlich mal ein anderer Meister. Ja, gönnen ist immer so eine Sache, ne? Haben wir ja schon mal drüber diskutiert, meine Ansicht. Aber wenn Leverkusen am Ende Meister ist, ja, haben sie meinen Respekt. Erst recht bei dem Fußball, den wir bisher gezeigt haben, die Saison. Das ist, glaube ich, auch nicht strittig, dass es unverdient ist. Also es ist natürlich hochverdient und dann bekommen sie auch meinen Respekt und meine Anerkennung. Juve will Goretzka. Nuss und Sané. Ja, klar. Habe ich auch gelesen. Die wollen gleich die halbe Bayern-Mannschaft. Ja, gerne, können sie mitnehmen. Kimmich kann das Spiel wie kaum ein anderer RV an sich reißen auf dieser Position. Endlich wie ein Tar bei Liverpool. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man Spieler abgeben muss. Gnabry, Goretzka performen gerade und die will keiner. Wir brauchen eher einen Trainer, der die jungen Spieler fördert. Ja, Gnabry hatte zweimal 30 Minuten, zweimal 20 Minuten performt. Wild. Ja, Goretzka hatte 2 gute, ein sehr gutes Spiel. Jetzt war es wieder Grütze. Also für seine Ansprüche war es Grütze, meiner Meinung nach. Ansonsten kann man natürlich sagen, das war eine 3.
weiß ich nicht, ob man diese Spieler halten muss. Ich denke, es ist auch nicht ohne Grund, dass ein Goretzka nicht in der Nationalmannschaft ist. Also, weiß ich nicht. Ich denke, es ist einfach an der Zeit, jetzt einen klaren Cut zu machen. Punkt. Ja, wir ziehen die Leute jetzt seit 2 Jahren durch, seitdem wir das Triple geholt haben, ist da nicht einer mal durchgehend die Saison auf einer guten Form. Es macht keinen Sinn. So, die brauchen eine neue Herausforderung, wir brauchen neue Leute. Ja, noch einmal, das ist eine Win-Win-Situation in meinen Augen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Gehalt, was wir für diese 4 Spieler zahlen, Alter, ich weiß nicht, ob, wenn du nur die 4 Spieler da rauspickst, da vielleicht zahlt Dortmund noch mehr Gehalt, aber dann sind schon die 4 Spieler vor allen anderen Bundesliga-Vereinen, Alter, was die Gehaltsstruktur angeht. Und diese Leistung, die wir die letzten 2 Jahre von diesen Spielern gesehen haben, ist eine Katastrophe für das Geld, was sie bekommen. So. Würden wir darüber reden, so ein Goretzka kriegt 10 Mille, so ein Gnabry kriegt 10 Mille, würde ich ja sagen, ja, alles gut, kannst du behalten, die haben ihre guten Momente, ja, alles tutti. Dann haben sie halt nur 17 Spiele im Jahr, die gut sind. Alles klar, kannst du machen, aber doch nicht für das Geld, was die verdienen, Leute. Die blocken doch damit so viel Personalkosten weg in unserem Kader. Nochmal, wir zahlen die drittmeisten Gehälter. Die drittmeisten Gehälter. Ja, in Europa. Ja. Führt euch das mal vor Augen. Wild, oder? Ich würde es nicht nochmal lernen. Och, echt nicht? Hast du keinen Bock darauf oder wegen den Arbeitszeiten? Ist ja schon schade, ne? Wenn man keine Lust hat auf seinen Job so. Sané überbewertet. Ja, na klar ist ein Sané überbewertet. Weil ein Sané halt nur 15 gute Spiele im Jahr macht. Dann ist er in den 15 Spielen nicht überbewertet, aber danach völlig. Messi-Vergleich stimmt, ist schwierig. Musiala taucht nur 30 Minuten ab. Messi war 70 Minuten abgetaucht. Musiala unterstreicht auch bei der WM Bestwert. Der Youngster hatte mit 12 erfolgreichen Dribblings gegen Costa Rica so viele wie kein WM-Teilnehmer seit der Datenerfassung 1966. Ja, da kann man sich richtig was drauf einbilden, wenn man in der Vorrunde ausscheidet. Schon richtig. In weniger als 3 Monaten haben wir einen neuen Trainer. Was denkst du, wer es wird? Kann es nicht vorhersehen. Julian, guten Abend. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, ob Malonzo der Halsbringer wäre. I don't know. Schwer zu sagen. Ey. Lass mich da überraschen. Gnabry hat eine klasse Saison gespielt, wie man die Champions League gewonnen hat, danach nichts mehr. Ja, leider. Leider. Hab vor Mindestlohn 69 € netto im Monat verdient, minus 300 € oder mehr an Fahrtkosten, um überhaupt auf Arbeit zu kommen. Ey, gut, dann hast du halt einfach einen scheiß Job, ne? Also einen scheiß Arbeitsplatz, ja. Also das ist natürlich wild. Das ist wirklich wild. Da hätte ich auch keinen Bock. Zidane, ne? Keine Ahnung. Aber es war zu deiner Reaktion kommentiert. Hab das Spiel viel negativer gesehen. Die Gurke Chupo muss ein Trainer mal kommentieren. Kimmich links bei Ecke, obwohl rechts. Naja, Kimmich war auf der linken Seite auch einen Freistoß sich dazugestellt, den er nochmals getreten hat und hat dann hinten rechts gefehlt. Also Katastrophe, aber Kimmich hat eine gute Leistung gezeigt. Nein, das Spiel dürfen wir ja auch nicht vergessen. Es war Darmstadt, so Absteiger, bla, Sülz, die Mannschaft. Wir haben es wieder gesehen. Wir haben Motivationsprobleme ein bisschen gehabt. Was mir persönlich so ein bisschen gefehlt hat, war so dieses Mannschaftliche wieder irgendwie, ne? Was vorher immer so da war, die Spiele. So, das war so ein bisschen weg. Aber wie gesagt, dank Musiala, also Musiala hat's rausgerissen. Müssen wir ganz klar so sagen, ja. Also wenn der nicht diesen Tag gehabt hätte und das gespielt hätte, was er gespielt hätte, I don't know. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Für uns ist die Liga eh scheißegal. Deswegen ist es so traurig, dass ein Sané die ganze Zeit da spielen darf und da die Entwicklung von anderen Spielern blockt, obwohl er nicht fit ist. Aber ja, was sollen wir da noch drüber diskutieren? Ich komme da mit dem Tuchel nicht auf eine Wellenlänge und ja. Aber ob das alles so schlau ist, was man da kommuniziert,
auch mal so von Vereinsseite gesehen, weiß ich auch nicht. Sich der Trainer da hinsetzt und sagt, ja, der spielt seit Wochen mit Schmerzen, aber der muss jetzt liefern. Dann weiß ich auch nicht, ob das so ein gutes Bild für den Verein gibt, Alter. Aber gut, das muss der Verein entscheiden, nicht wir, wa? Wenn man Sané verkauft, würde Xavi Simmons feiern über außen. Sehr krasser Spieler. Ich denke, es gibt viele gute Spieler. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja? Deswegen, wir müssen jetzt einfach, ich habe es ja gerade schon gesagt, es muss jetzt einfach ein Cut kommen, ey. Und ich hoffe, der Eberl zieht das durch. Ist ja auch nicht so, dass die Spieler gerade irgendwie, wenn du jetzt einen Gnabry vielleicht mal rausnimmst, können wir noch nicht wirklich beurteilen, aber ansonsten hat noch kein Spieler irgendwie mal gezeigt, so, ja, ich muss unbedingt bei diesem Verein bleiben. Ja, Goretzka hat, wie gesagt, diese 3 guten Spiele gehabt. Kimmich hat ein gutes, ein schlechtes, aber kein überragendes bisher gezeigt als rechter Verteidiger. Ein Sané unterirdisch die ganze Zeit, die ganze Rückrunde. Also mit welcher Begründung sollte man sagen, boah, ja, die müssen wir unbedingt behalten, den zahlen wir weiterhin 20 Millionen im Jahr. Also nein, die bringen einfach keine Leistung für das Geld, was sie verdienen. Fertig. Deswegen musst du diese Spieler abgeben. Wie gesagt, wenn die sich alle damit einverstanden geben, dass sie nur 10 Millionen bekommen, dann behalt sie gerne. Gar kein Problem. Aber so geht das nicht, Alter. Das ist eine Farce. Xabi hat jetzt eine gute Saison, nicht mehr, nicht weniger und dann gleich Bayern-Trainer, hat man ja bei Nagelsmann gesehen, wie das ausgeht. Ja, du kannst ja erstmal nicht einen Nagelsmann als Referenz nehmen und das dann auf jeden anderen auch. Jeder Mensch ist anders. Also, was ist das für eine Aussage? Ja. Ein 17-Jähriger setzt sich durch, ein 17-Jähriger setzt sich nicht durch beim gleichen Talent. So, das ist auch eine Charaktersache und allem das drum und dran. Du kannst da nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Und du kannst auch nicht mit einem Nagelsmann vergleichen, der nie auf hohem Niveau Fußball gespielt hat und irgendwelche Erfolge gehabt hat und die besten Trainer der Welt erlebt hat, was ein Alonso alles erlebt hat. Also das kannst du ja absolut null vergleichen. Also wirklich absolut null. Also das fühle ich gar nicht. Nee, das kann man nicht pauschalisieren. Auf gar keinen Fall. Na klar kann das in die Hose gehen, aber genauso gut kann es auch gut gehen. Also. Aber wenn du als Vollzeit-Arbeitender nur 150 € im Monat zur Verfügung hast, um dann noch Essen, Trinken, Klamotten und so weiter zu bezahlen, weiß man Geld richtig zu schätzen. Ja, das ist schon wild, ja. Stimme ich dir zu. Habe ich auch gehabt, solche Phasen in meinem Leben. Kann ich daher sehr gut nachvollziehen. Ja, ist leider scheiße, ne? Haji, naja, ich bin davon überzeugt, dass man keinen Kader mit nur 2 deutschen Spielern sehen wird. Ja, kannst ja auch von überzeugt sein. Man kann ja auch noch 2 deutsche Spieler verpflichten. Also, was ist denn los jetzt? Worüber reden wir? Also, das heißt doch nicht, nur weil wir deutsche Spieler in unserem Kader brauchen, können wir keine deutschen Spieler verkaufen oder was? Was ist das denn für ein Argument? Ja, ist recht in der heutigen Zeit. Also, bitte dich. Sobald der Musiala versteht, dass es manchmal besser ist, ein Dribbel weniger zu machen und den Ball zum bestposierten Mitspieler zu passen, dann wird er noch besser sein. Ja, aber das hat er doch im Moment gehabt. Also jetzt gegen Darmstadt war es doch echt super, super gute Mischung von ihm. Ja? Davor die Spiele war es selten so, aber jetzt war es echt gut. Hat oft genug den Mitspieler gesehen, hat oft genug alleine versucht. War genau die richtige Mischung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kimmich im Abwehrverhalten immer so passiv und halbherzig. Ja, der hat das einfach verlernt, glaube ich, so ein bisschen. Auf der zentrale Mittelfeldposition. Was ja auch nicht verwunderlich ist, wenn man mal ehrlich ist, oder? Wenn du mit einer Doppel-6, Doppel-8 spielst beim FC Bayern und jahrelang nur den Weg nach vorne kennst, wo kommst du denn in die Verlegenheit, in der Bundesliga mal gegen Gegner auf Augenhöhe zu spielen, wo es super wichtig ist, dass du einen defensiven Sechser auf dem Feld hast? Ja. Ja. Kann man ihm vielleicht noch nicht mal als großen Vorwurf machen. Ist halt meistens nicht nötig gewesen in den letzten Jahren. Gleich mal das pinke Authentic-Nationalmannschaftstrikot mit Kimmich-Flock bestellen. Passt zu seinen Zweikampfführungen. Geschmeidige 175 €. Na, ist das jetzt ein realer Preis oder was? Nee, oder? Das soll 150 kosten und der Flock Nummer 25. 150 €.
Und das wollen die verkaufen, oder was? Hier, wir haben es gerade gelesen, hier, der Kolio hat 150 € im Monat für Essen über. Dann soll er sich ein Trikot für 150 kaufen, oder was? Also das ist ja eine Frechheit, ey. Ist ja in den Vereinen schon eine Frechheit, aber ein Nationalmannschaftstrikot sollte doch wohl wenigstens einen Preis haben, dass sich das wenigstens so der Otto-Normalverdiener leisten kann, Alter. Boah, ist das frech. Ja, vor Weiterer allem, wenn du Grund, sich überle- die Scheiße nicht anzugucken. ja, vor allem, wenn du überlegst, ne, die sind nur 3 Spiele dabei oder was und dann war's das schon wieder. Boah, das ist erbärmlich, ganz ehrlich. Das ist lächerlich, ey. Junge, Junge. Also ich persönlich würde es fühlen, so ein Fuffi für ein Nationalmannschaftstrikot fände ich okay. So. Ja, dann kann man vielleicht auch mal ein paar Fans zurückgewinnen, aber 175 € mit dem Flock, Alter. Ist die Alu-Goldkante da eingenäht, oder was? Junge, Junge. Dann wundern die sich, dass keiner... Ach, komm. Krieg mich nur auf. Ich in das Thema Nationalmannschaft reingehe, Alter. Ja nicht. Defensiv ist das Kardinalproblem. Keine zu 0 Spiele, selbst Bochum und Darmstadt treffen gegen den großen FCB. Ja gut, das ist aber auch schon seit Jahren, ne, dass da so die Probleme sind. Aber wenn du jetzt 5-2 gewinnst, ist so alles gut. Also ich habe da kein Problem mit. Wenn wir in der Saison 40 Gegentreffer haben und schießen 110 Tore, ja, Halleluja. Was wollen wir mehr, Alter? So. Was willst du mehr? Du siehst 7 Tore im Spiel. So. Also das gucke ich mir lieber an, als wenn wir da 1-0 gewinnen würden und dann sagen, boah, geil. Geile Defensivleistung, geiler italienischer Fußball. Nee. Nee, brauche ich persönlich nicht. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Bis Assistenztrainer bestanden hat. Ich würde auf meinen Assistenztrainer nicht hören, wie der Tuchel. Könntest du mit Joshi in die zweite Mannschaft gehen, in die Ecken schießen. Marcel, servus. Wünsche dir auch einen schönen Abend. Beide seid jederzeit herzlich zum Essen bei uns im Betrieb eingeladen. Ja, Koido, wo ist denn dein Betrieb? Welche Richtung denn? Welche Ecke in Deutschland? Ja, Juve Wilgoretzka ist doch alles gut. Können sie doch auch haben. Ich weiß auch nicht, die Italiener haben immer noch, die stehen immer noch so richtig auf deutsche Nationalspieler, ne? Schon wild. Da ist er. Kimmich kann das Spiel wie kaum ein anderer RV das Spiel an sich reißen auf dieser Position. Ähnlich wie ein TAA bei Liverpool. Also der Einzige, der das wirklich mal konnte, aus meiner Sicht, Liverpool kann ich nicht beurteilen, war Philipp Lahm. So, das war für mich ein rechter Verteidiger, der Einfluss auf das Spiel hatte. Mich trauen Kimmich das zu. Hat er auch schon gezeigt, wo er früher rechter Verteidiger gespielt hat. Konnte er jetzt aber in den Partien, die er jetzt gespielt hat als rechter Verteidiger, konnte er das nicht zeigen, dass er einen großen Einfluss auf das Spiel hat. Ja, in der Offensive war es okay gegen Darmstadt. Flanken kann er. Das hat ganz gut gepasst. Zumindest einer hat er auch zum Tor geführt. Aber das ist auch normal. Er hat da Jahre nicht gespielt. Er muss da halt erstmal ankommen wieder, ne? Aber das Defensivverhalten war trotzdem grottig. Und das ist halt als Defensivspieler schon nicht so geil. Wenn Sané in seinem Vertrag nicht irgendwas drinstehen hat, dass er immer spielen muss, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Können wir wieder die Verschwörungstheorien aufmachen. Hauptsache wir gewinnen die Champions League. Ja. Ich denke, aktuell kann man es wirklich nicht vorhersehen bei uns. Ja? Also ich denke, gegen Arsenal kann wirklich alles passieren. Du kannst eine bärenstarke Leistung zeigen, du kannst komplett unter die Räder geraten. Also ich bin echt gespannt. Mal ganz ehrlich, welchen Job bei Bayern würdest du gerne machen, zutrauen? Ich wäre, glaube ich, auch schon ein guter Zeugwart. Könnte ich mir vorstellen. Wenn ich dann auf der Bank sitzen darf und die Spiele anschauen, dann pudere ich den Spielern auch den Arsch. Lege ich denen auch schön die Kaugummistreifen dahin aufs Trikotchen, falte die schön zusammen und so. Ja. Ansonsten mache ich aber auch den ITler.
Kein Problem. Wenn der FC Bayern endlich mal einen vernünftigen Presseraum haben will, übernehme ich auch diesen Job. Juve praktisch Dauerklammer, wollen 4 bis 5 Leute von uns. Ja, ist original Barca-mäßig, ne, wie du schon schreibst. Kann man so ordentlich nachvollziehen, wie das geht, ne? Aber da auch in Italien ist vieles möglich anscheinend. Gnabry jetzt schon besser in der Rückrunde als Sané. Ja. Und was meinst du, wie der Sané sich gefühlt hat, wo er da auch dann irgendwann auf der Bank saß, nachdem er pinkeln war oder kacken? Ich weiß nicht, was er immer nach dem Spiel direkt macht. Oder seinen Wutanfall in die Toilette schreien oder sowas. Und dann sitzt er da und zack, der erste Pass auf Gnabry, bumm, Tor. Ich weiß nicht, ob man den Sané da unbedingt gerade so einen Gefallen tut. Ihn da nicht fit da rumlaufen zu lassen. Also. Aber gut, das Thema. I don't know. Das Leider sollte ein leises Leider sein. Sehe mich mehr in der Informatik, deshalb Studium als Java Junior-Entwickler. Okay, aber du könntest ja auch als Kaufmann in die Informatik gehen, wenn dir Kaufmann gefällt. IT-Kaufmänner werden ja auch gesucht, oder nicht? Aber Java Junior-Entwickler, ja. Warum nicht? Kimmich ist einfach nur ein Durchschnittsspieler. Er verlangsamt das Spiel in der Mitte und als RV sind seine Zweikämpfe einfach zu schlecht. Außerdem fehlt ihm grundsätzlich die Lockerheit. Er ist viel zu verbissen. Anbu, echt. Ich find das frech von dir. Weißt du, den Tuchel so in den Himmel loben und dann immer den Kimmich hier bashen. Weil, wie ich heute wieder gelernt habe, wenn man Kritik übt, auch auf schlechten Leistungen, dann nennt man das heutzutage bashen. Dann ist man Basher. Wahrscheinlich sind wir dann bald Mobber. Aber so ist das anscheinend heutzutage. Goretzka in 22 Spielen 12 Scorer, aber reicht nicht für den DFB. Nö. Und zu Recht reicht es nicht für den DFB. Hat er dann gegen Darmstadt gezeigt, warum es nicht reicht für den DFB. Also wenn ich doch höre, ich werde nicht eingeladen, dann sollte mich das doch eher motivieren und nicht so eine Leistung zeigen, wie er es dann gegen Darmstadt gezeigt hat, oder? Und guck dir mal gegen Darmstadt seine defensiven Zweikämpfe an. Das war dann schon wild. Ja, die Defensivprobleme haben wir seit Jahren halt, ne? Das ist halt leider so. Bayern will bei Gnabry ganz genau hinschauen. Gucken überall ganz genau hin. Davis mit 20 Mille. Ja, wenn das stimmt, was man so liest. Habe ich auch gelesen, ja. Können wir natürlich nicht beurteilen. Ich glaube auch nicht, dass er die bekommen wird, aber na klar. Wie gesagt, unsere Top-Spieler verdienen über 20 Millionen. Und Durchschnittsspieler wie Goretzka verdienen an die 20 Millionen. Sané, Gnabry. Ist doch klar, dass dann ein Spieler, der Potenzial hat und an sich glaubt, sagt, ja, hör mal, ich möchte jetzt aber auch hier in diese Gehaltsriege. Deswegen sage ich ja, wir müssen von diesen Gehältern wegkommen. So, und das geht halt nur, wenn du die Spieler abgibst. Ne? Nee, der GB ist ja nicht da, Ambo, dann sagt das keiner. Streich wäre auch ein guter Trainer. Nee, Streich ist guter Trainer. Ich glaube, dass unsere Punkteausbeute am Ende der Saison in 99% der Fälle in den letzten 30 Jahren den Titel gebracht hätte. Ja, aber was soll das dann ändern? Es geht ja auch nicht um unsere Punkteausbeute. Es ging ja um den Fußball, den wir gespielt haben. Alonso ist natürlich der Heilsbringer, spielt in Leverkusen um 3 Titel, die letztes Jahr mit fast denselben Spielern Abstiegskandidaten waren. Mit fast denselben Spielern ist aber auch schon ein wilder Take. Also ich denke, die Spieler, die er verpflichtet hat, sind auch schon Leistungsträger. Heilsbringer weiß ich nicht. Wir werden sehen, falls er kommen sollte. Würde es nicht nochmal lernen, weil man in der Gastro wie Dreck behandelt und sich die Betriebe schon auf dem Rücken der Mitarbeiter eine goldene Nase verdient haben und wir bekamen nur Hungerlöhne. Und nein, der Gastrolohn war bis zur Personalnot in der Gastro in Corona noch so schlecht. Jetzt pressen wir alles aus dem Betrieb, was geht, und sagen einfach von heute auf morgen, gehen woanders hin, wo es mehr gibt, beziehungsweise die Bedingungen besser sind. Ja, es ist schon ein wildes Ding, Gastro, ne? Das ist schon echt wild. Ja.
Es ist ein Unterschied, ob man Meister werden muss oder Meister werden kann. Deswegen ist für Xabi Bayern zu früh. Nö, das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so, dass es zu früh ist. Also entweder passt es oder es passt nicht. Also nochmal, wer Optimus Prime ist dem Club 13 beigetreten. Optimus, vielen lieben Dank. Wer anders als Xabi Alonso weiß wohl, wie das ist, Meister werden zu müssen. Guck dir an, bei welchen Verein er gespielt hat oder welchen Trainern er trainiert hat. Also, nee, das sehe ich gar nicht. Und auch ein Nagelsmann hätte es ja mit Rückendeckung bei uns im Verein schaffen können. Ja. Und ich denke, so ein Alonso, wenn der in die Kabine kommt und da irgendwas sagt, hat nochmal eine ganz andere Aura und Autorität, als wie es Nagelsmann gehabt hat. Wenn man jetzt so mit diesem Umgang dieser Topstars von redet. Also nee, da sehe ich keine Gefahr, nee. Aber natürlich wird er auch Zeit brauchen und er wird die Unterstützung des Vereins brauchen. Also sonst kannst du den besten Trainer der Welt holen, es wird sich halt nicht ändern. Deswegen sage ich ja, wir müssen halt, wie es kommuniziert wurde, den Umbruch einleiten, wir müssen Jugendspieler einbinden, wir müssen den Trainer, der kommt, Zeit geben und da muss man das hinnehmen, dass man nächstes Jahr vielleicht wieder keinen Titel holt. Dann ist das so. Punkt. Wenn man dafür eine Entwicklung sieht und guten Fußball sieht, kann man das vielleicht auch verschmerzen. Ulis Kritik über die Abwehrleistung war super und zum richtigen Moment vor Arsenal. Hier öffentlich nochmal Druck. Das, was hier seit ewig besprochen wird. Habe ich nichts von mitgekriegt, was der Uli von sich gegeben hat. Ein Absteiger ist immer gefährlicher als eine im Zentrum der Liga. Und dazu noch, wenn es gegen die Bayern geht. Schau dir Bochum an, was die an Punkte verschenkt haben nach dem Sieg gegen uns. Ja, was heißt gefährlicher? Wir haben nichts zu verlieren, aber mein Gott, wir haben 5-2 gewonnen, ist ja alles gut, was das Spiel anbelangt. Gnabry sollten wir den Vertrag verlängern. Voll der gute Joker. Und so 2 Spiele, 2 Tore. Ich denke, 20 Millionen plus sollten drin sein. Ja. Am besten 5-Jahres-Vertrag. Kennt ihr Mandzukic noch? Der hat gebrannt. Oder Olic? Ja, wir sind alles alte Säcke. Natürlich kennen wir die. Und ja, solche Spieler gehen uns ein bisschen ab. Nagelsmann war auch nie der Fußballer wie Alonso. Nee, war er auch nicht. Mandzukic war ein guter Stoßstürmer. Mandzukic war ein Arbeitstier, Alter. Koi, du, alles gut. Mich nervst du damit nicht. Ich finde das mal ganz interessant zu hören, was ihr so macht. Und dass das scheiße ist, ist natürlich Kacke für dich. Ja. Kann man nur hoffen, dass du irgendwie einen besseren Arbeitgeber findest. Aber wenn die Gesamtsituation natürlich in der Gastro so beschissen ist, dann ist es natürlich auch schwer wahrscheinlich, ne? Zumal Angelo Stiller ja zurückkommt. Aha, wer sagt das denn? Warum sollte der zurückkommen? Der ist nicht ausgeliehen aus Stuttgart. Dann müsstest du, der ist nicht ausgeliehen nach Stuttgart, du müsstest ihn schon kaufen, also. Falls Alonso nicht die nächste Saison bei Leverkusen bleiben will, müssen wir ihn im Sommer überzeugen mit viel Geld, damit er nicht zu Liverpool geht. Aha. Nee. Wenn du mit viel Geld überzeugen musst, dann kannst du es auch schenken. Ascheran, hallo. Neo, servus. Ist der Dio jetzt im Straftraining gefahren worden? Schau heute leider nur kurz rein. Nee, der macht jetzt Pause erstmal. Also hoffe ich zumindest, dass er jetzt mal Pause kriegt. Ich weiß es nicht, wie bei ihm der Plan ist. Ich muss aber der zweiten mittrainieren, oder was? Aber sowas gibt es ja heutzutage nicht. Wenn, dann gibt es Einzeltraining an der 7, da ist doch gar kein Problem.
Stuttgart war auch in der Relegation im letzten Jahr mit der fast gleichen Mannschaft, verstehe, wer will, aber so ist halt Fußball. Ja, da sieht man halt, was ein guter Trainer ausmacht. Ganz einfach. Olli, servus. Fakt ist, wir werden im Sommer sehen, was passiert. Ja, ich hoffe, wir sehen es schon eher, ne? Wäre schon gut, wenn so ein Trainer ein bisschen früher feststehen würde. Kindertrikot 90 € inklusive Vlog. Alter, hier nochmal, ist eine Frechheit. Eine Frechheit. Aber FC Bayern ist ja schon frech, die Preise sind ja wirklich frech, ne? Wenn du da im Fanshop guckst, das ist ja. Ich meine, ab und an machst du mal einen Schnapper, aber selbst wenn du da irgendwie was holst, das ist ja auch schon maßlos überzogen. Aber der DFB, der setzt ja nochmal richtig einen oben drauf. Und das für die gezeigten Leistungen der letzten Jahre. Ja, Hut ab, Alter, für das Selbstvertrauen. Das würde mich ja mal interessieren, wie viele Trikots die zu dem Preis verkaufen werden. Ja, der Sané hat eine Stammplatzgarantie natürlich bei uns. Pro Spiel, das er nicht spielt, müssen wir ihm 10 Millionen zahlen. Naja, der Trainer stellt die Mannschaft auf und der Tuchel hat halt seine Lieblinge. So, wie du das hast, wie ich das habe. Und beim Tuchel geht es halt nicht nach Leistung, egal was er erzählt in den PKs. Ganz einfach. Wenn es nach Leistung gehen würde, würden Sané nicht spielen. Und ein Saragossa mag halt nicht, weil er ihn nicht versteht oder was. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Aber passt ja damit im Alonso nächstes Jahr. Sind ja beide Spanier, die kommen schon klar. Coido, ich hatte jetzt gar nicht gelesen, von wo du kommst, Alter. Hast du das geschrieben gehabt? Wenn nicht, weiß die Mara das vielleicht. Unterfranken. Ich glaube, Unterfranken. an der Rhön. Irgendwie so. Mal im Ernst, auch wenn ich kein Gehör bekomme, wenn ich das Spiel gegen Darmstadt sehe, kann ich nicht behaupten, dass wir voll geil waren. Ja, bin kritischer Bayern-Fan. Ben, warum solltest du kein Gehör finden? Ja, und ist doch okay, dass du das kritisch siehst. Das Spiel hat dir auch genug Anlass gegeben, Sachen kritisch zu sehen. Also, wenn du den Lattenschuss, den Pfostentreffer mit einrechnest, hätte Fahrradkette, na klar, aber ja, die Dinger hätten auch reinflutschen können. Ne? So, hätte Musiala nicht den Sahnetag gehabt, wäre es vorne auch wieder wild gewesen, weil Spieler wie Müller, Sané Totalausfälle waren. Es war keine Bewegung die erste halbe Stunde generell auf dem Feld zu sehen. Kritisch kannst du genug sehen, ja. Guck dir an, wo Kimmich rumgelaufen ist, wobei ich das beim ersten Tor noch nicht mal so kritisieren würde, weil da hätte eigentlich ein Goretzka oder ein Pavlovic sein müssen. Also, dass ein Kimmich überhaupt auf diese Position dann gehen muss, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden waren zu der Zeit. Also, du kannst da mehr als genug kritische Sachen sehen, aber am Ende des Tages musst du halt sehen, ja, mein Gott, die Mannschaft war nicht super motiviert. Ich denke, da können wir uns einig sein. Wir haben trotzdem 5-2 gewonnen. Arschlecken, Alter. Punkt. Anders kannst du es gerade auch nicht hinnehmen. So, was soll man das jetzt super schlecht reden? Also 5-2 gewonnen, jetzt ist Pause, fertig. Und nach der Pause sehen wir, was gegen Dortmund wird. Und dann hast du einen Fingerzeig, wo es vielleicht hingeht gegen Arsenal. Ja, vielleicht kriegst du beide Spiele richtig auf die Fresse und dann ist das Thema durch. Wer weiß. Vielleicht überzeugen wir in beiden Spielen. Oder es wird so ein Rumgedümpel wie 90% unserer Spiele. Man ist nicht ganz scheiße, man ist nicht ganz gut. Es wird beides knappe Kisten werden. Wir werden es sehen. Goretzka spielt deswegen so, weil er für die Nationalmannschaft nicht nominiert wurde. Ja, das wäre aber traurig, wenn dem so wäre. Weil was hat die Nationalmannschaft mit dem FC Bayern zu tun? Und nochmal, wenn ich doch nicht nominiert werde, dann wäre das doch eher der Ansporn zu sagen, ja, den Nagelsmann zeige ich es aber mal. Soll sich mal die letzten 3 Spiele angucken und ich bestätige die Leistung weiterhin. So, dann hätte der Nagelsmann doch allein durch unsere tolle Medienlandschaft in Deutschland, unseren tollen Experten à la Matthäus Hamann und so weiter, die dann sagen würden, ist der Nagelsmann denn vernagelt im Schädel? Guck dir mal den Goretzka an, der bringt seit 3 Monaten eine Topleistung nach der anderen. Den kannst du ja doch nicht zu Hause lassen bei der Heim-EM. Da wirst du ja zerrissen als Bundestrainer. So, das muss so der Anspruch sein. Wenn man dann aber wieder in seine Durchschnittsleistung zurückverfällt, in die der Goretzka da gegen Darmstadt gezeigt hat,
Dann gibt es auch keinerlei Argumente zu sagen, oh, man muss den Goretzka unbedingt mitnehmen. Da wird auch kein Experte die Fresse aufmachen. So. Da sollte man sich doch mal überlegen, was vielleicht der bessere Weg wäre, oder? Aus Goretzkas Sicht. Und seine Leistung war schwach gegen Darmstadt. Nochmal, das war Darmstadt, Leute. Ja. Das war nicht Dortmund, das war Darmstadt. Also ich finde auch dieses Verhalten von Goretzka, das ist eine Nicht-Nominierung, einfach nur lächerlich, wenn du dir da im Gegensatz den Hummels mal anguckst, der sagt, er kann das total verstehen, dass er nie nominiert ist. Es gibt welche, die eindeutig besser sind als er. Und er hat die Zeit mit seinem Sohn eingeplant, weil ihm das klar war. Siehst du mal den Unterschied. Ja, Hummels ist ja auch viel, das war ja schon immer, der war ja schon immer selbst reflektiert. Ja. Ja. Kannst ja gar nicht vergleichen. Außerdem hat er auch noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wie gesagt, Goretzka ist auch alt genug und hat genug Erfahrung. Und nochmal, normal muss einen das dann eher pushen, wie als jetzt das beleidigte Kind zu spielen. Ich meine, bei seiner Leistung war jetzt nicht super schlecht, war für mich eine 3, glaube ich, habe ich ihm gegeben. Aber dass er dann wieder so abgetaucht ist, er hat nicht einen Ball mal über außen auf den Guerrero durchgesteckt oder auf den Davis. Nicht einmal das Zutrauen gehabt, hat jedes Mal den Ball nach hinten gespielt. Alles das, was er in dem Spiel vorher gezeigt hat, offensiv, hat er vermissen lassen. Er hat gegen Darmstadt 3-mal einen defensiven Zweikampf verloren, was eine Katastrophe ist mit seinem Körper, ja. Weiß ich nicht. Also wenn das dann wieder, sind wir wieder bei dem Thema, ja, nach der WM kamen alle Bayern-Nationalspieler zurück und waren gebrochen, Alter. Sie wird da nicht nominiert, dann ist er wieder gebrochen, oder was? So, über was reden wir dann? Ja, dann bitte geh nach Juve, Alter, mit Kusshand. Also, was willst du mit solchen Spielern? Das macht doch keinen Sinn. Ich meinte das mit Nagelsmann und Xabi, dass man als Bayern-Trainer wenig Zeit bekommt, was zu entwickeln, weil immer Druck auf der Kessel ist. Ja, aber das ist ja Tullux. Ja. Ja, es war super dumm, Nagelsmann zu entlassen. Völlig richtig. Ja. Und er hat die Zeit nicht bekommen. Ja, aber der neue Trainer, der geholt wird die Zeit bekommen, weil du musst den Umbruch machen. So, und da muss auch jedem klar sein, dass das Zeit benötigt. Wenn das nicht der Fall sein sollte und man wirklich jetzt einen neuen Trainer holt und dann, wenn man den Umbruch macht, dann ihn nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr feuert, weil man nicht um die Meisterschaft spielt, Alter, dann kannst du den Verein begraben. Ja, das klappt halt nicht. Klar kann das klappen, wenn du, wie gesagt, eine Achse stehen hast, die entwickelst. Deswegen wäre es ja auch super wichtig gewesen, dass so ein Tell den Rest der Saison spielen würde und nicht ein Sané, der nicht kann. Dass die Spieler sich schon mal weiterentwickeln, ja. Dass nicht alles von Grund neu ist. Ja, aber wenn du das dann machen würdest, also dann, keine Ahnung, dann kannst du den Verein echt begraben. Also wenn du jetzt einen Trainer holst, dem musst du Rückendeckung geben. So. Ohne Wenn und Aber. Der muss die Zeit bekommen, etwas zu entwickeln. Ganz einfache Kiste. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh ja, es steht dann keine Mannschaft mehr auf dem Feld. So. Nehmen doch jetzt mal die aktuelle Mannschaft. Kimmich ist Rechtsverteidiger. Ob der da rechts spielt oder du stellst da einen Bojen, selbst einen Mazraoui könntest du da hinstellen, du kannst auch irgendeinen international erfahrenen Rechtsverteidiger da hinstellen. Ich glaube, das hätte keinen großen Einfluss auf die sportliche Leistung in diesem Team. Punkt 1. Sehe ich keinen sportlichen Verlust aktuell. Mannschaftlich, führungsspielertechnisch, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Kabine nicht, weiß nicht, wie es außerhalb des Platzes ist. Aber auch da denke ich, will Kimmich einfach zu viel. Also wir können uns darauf einigen, Kimmich kannst du auf jeden Fall easy peasy ersetzen. Auf die sportliche Leistung bezogen. So, Nummer 2, Leroy Sané davor. Ja, wenn er seine Form hat, die 15 Spiele in der Saison, ist er Weltklasse. Ja, gehe ich mit. Reichen 15 Spiele beim FC Bayern, die er seit 3 Jahren zeigt? Nein. Ich denke auch da, wir haben hier schon Xavi Simons gehabt oder sonst wen, wirst du einen Spieler finden, der das vielleicht nicht auf diesem super hohen Niveau dieser 15 Spiele, sondern vielleicht bringt er dann 30 Spiele lang ein etwas niedrigeres Niveau, wird aber am Ende der Zeit wahrscheinlich mehr Erfolg haben als Video mit seinen 15 guten Spielen. Also auch sportlich keinerlei Verlust. Als Typ ist ein Sané schon mal gar kein Verlust aus meiner Sicht. Ja, das wird dieser Mannschaft eher gut tun, wenn da so eine Diva weg ist. So, Spieler Nummer 2. Serge Gnabry. I don't know. 40 Minuten gesehen diese Saison. Wollen wir da jetzt von sportlichen Verlust reden? Weiß ich nicht.
Muss man mal gucken, was der Gnabry noch bis zum Ende der Saison vielleicht liefert. Wenn wir die letzten Jahre mal nehmen, die letzten 1,5 bis 2 Jahre, ist auch ein Serge kein sportlicher Verlust. Ja, statistisch gesehen könnt ihr wieder rauskramen. 20, 25 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Ja, ist natürlich ein Wert. Wirst du aber auch einen anderen Spieler finden, der keine 17 oder 18 Millionen dafür haben möchte. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Kommen wir zum letzten, zum Goretzka. So, Goretzka hat jetzt 2,5 gute Spiele gemacht. Beziehungsweise 2 gute, ein sehr, sehr gutes. Was hat er davor die Saison gezeigt? Ab und wann mal eine ansprechende Leistung, ja. Ansonsten genauso gnadenlos untergegangen als der große Führungsduo-Spieler mit dem Josh zusammen. Wie kickt Corona? Seitdem die Corona gekickt haben, kickt die beiden bei uns im Verein gar nichts mehr. Die kriegen nichts auf die Kette. Auch der ist sportlich keinerlei Verlust für uns. Kannst du auch einen Leimer dahinstellen. So, der ist schon da. Du brauchst auch nicht mehr darüber reden, einen anderen Spieler zu kaufen. Rechtsverteidigerposition hast du einen Sascha schon da. So, der ist schon da. Du brauchst da auch keinen kaufen. Ein Sané haben wir auch schon Ersatz da. Wir haben Tell da, wir haben Saragossa da. Punkt. Brauchst du auch nicht ersetzen. Gnabry derselbe Schuh. So, worüber reden wir? Ja? Der Umbruch, der dann da ist, der muss ja nicht so ausfallen. Ja, du kannst die 4 Spieler oder 5 Spieler, 6 Spieler, wir können über 4 diskutieren. Den kannst du natürlich so bestreiten, dass du sagst, ja, ich hole jetzt 4 Granaten dafür, gebe 200 Mille aus. Ja klar, da muss ich diese 4 Granaten erstmal einbinden. Ja, das dauert seine Zeit, die müssen sich finden, es muss sich eine neue Struktur in der Mannschaft entwickeln, hin und her, gar keine Frage. Du kannst aber auch einfach sagen, ich hole 2 gestandene Spieler und hole 2, 3 Talente hinten dran. Ja, und vertraue mal den Spielern, die schon da sind. So. Aber es ist doch jetzt nicht, dass man, wenn man die Spieler abgeben würde, sagen würde, ach du Scheiße. Sportlich ist das eine Katastrophe. Nee, ist es halt nicht. Und das ist doch das Traurige. Guck dir doch an, Kimmich wurde in der Nationalmannschaft strafversetzt auf die Rechtsverteidigerposition, weil er im Mittelfeld eine Wurst ist, Alter. So, sagen wir doch, wie es ist. Ein Goretzka wird gar nicht erst eingeladen. Ein Sané hat eine rote Karte, deswegen kam der Nagelsmann nicht in die Bedrulle zu sagen, bleib mal zu Hause, Junge, mit der Leistung brauchst du auch nicht auflaufen. So, und Gnabry war die ganze Saison verletzt. Ja. Ganz wichtige Spieler bei uns, super wichtig. So. Jetzt habt ihr meine Meinung zu den 4 Spielern. Jetzt habe ich natürlich wieder 5 Minuten Chat verpasst, aber die Mara hat das im Blick, wenn da was super Wichtiges bei war. Uli hat gesagt, dass ich die ganze Mannschaft, was das Defensivverhalten angeht, hinterfragen muss. Ja, wir haben doch schon gesehen, wenn die ganze Mannschaft defensiv denkt, sieht es doch auch viel, viel besser aus. Das ist doch aber auch normal. Ja. Du wirst ja nie im Fußball Erfolg haben, wenn man sagt, ja, die Viererkette und ein Sechser ist für die Defensive da, der Rest ist nur Offensive. Das klappt ja nicht. Wie denn? Tipps des Arsenal spielt? Nee, habe ich noch nicht. Für das heißt ich Auswärtstrikot niemals. Ja, allein für ein Trikot ist das ist eine Farce, Alter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für einen Xabi um die Kohle geht, in erster Linie. Also dafür hat er viel zu viel in seiner Karriere verdient. Wenn das so wäre, wäre es super traurig. Aber wie du schreibst, dann wäre er auch überhaupt gar nicht in Leverkusen jetzt. Ja, dann wäre er irgendwo anders hingegangen. Verdienen jetzt um die 2,4 netto. Ja, das ist doch schon okay, oder nicht? Ja, guck mal. Damit kannst du doch leben. Hast du mehr netto, wie ich netto habe. Ja. Ja, es geht ja nicht darum, ob das Trikot schön ist oder nicht schön ist. Es geht darum, dass das Trikot super überteuert ist, Alter. Da ist er, Emery ist da. Servus, GB. Bist bereit für Kimmich-Bashing? Eieiei. Dann liest du die Kommentare durch, da hast du genug. Saragossa wird der moderne Kai Schlaudorff. Ey, bitte, der heißt nicht Kai Schlaudorff, der hieß Jan Schlaudorff. Junge, was ist denn jetzt so? Kannst du doch nicht den Namen hier so in den Dreck ziehen. Der macht bei uns keine 10 Spiele. Ich finde es aber wirklich fragwürdig, dass ein Spieler, der international spielen will und die Jugendakademien durchläuft,
mit 22 anscheinend nicht mal Englisch sprechen kann. Und wenn man das von Vereinsseite weiß, warum holt man ihn jetzt schon? Simon Prie supportet mit 2 Euro. Servus in die Runde, ich würde mich aufstellen, bin ein guter Junge und einfach nur schockverliebt für diese Position. Sehr gut, Simon. Vielen lieben Dank für die 2 Euro. Weiß ich kann es nicht einschätzen mit dem Saragossa. Also ich kann nicht, ob er das nächste Talent wird, was in der Versenkung verschwindet. Ich denke, es wird vom neuen Trainer auch abhängen, wa? Hat er bei uns, wie sollen wir es beurteilen? Welche Chancen hat er denn bisher gehabt? Also, weiß ich nicht. Mit dem Englisch sprechen, I don't know. Ich weiß halt nicht, wie gut er oder wie schlecht er Englisch spricht. Ja, das Argument fand ich halt ein bisschen wild, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn man jetzt gesagt, wenn man weiß, ich gehe zum FC Bayern, hätte man vielleicht nicht erst ein halbes Jahr vorher anfangen sollen, Englisch oder Deutsch zu lernen. So, das ist schon ein bisschen wild. Ja, da gebe ich dir recht. Anbo, ja. Du wolltest nur den Namen Kai in den Dreck ziehen, ne? Gib's zu. Gib's zu, ey. Guido, sehr gerne, da brauchst du dich nicht für bedanken. Ist ja für mich genauso Therapie wie für euch. Ja, GB ist da, guck mal gleich wieder hier. Bam, Goretzka wie ein Kleinkind. Sorry, auch weg. Zusammen mit Kimmich und Heuse Sané. Weg, weg, weg. Frech, GB, ey. Kann die Bieren nicht mehr sehen. Wild. Sollte ich mir mal erlauben, solche Aussagen. Bis auf ein paar Ausnahmen haben wir schon seit längerem Mühe ins Spiel zu kommen. Entweder wir schießen gleich ein Tor in den ersten 5 bis 10 Minuten. Das haben wir relativ selten geschafft, wa? Oder wir spielen Scheiße und es zieht sich. Ja. Will ja nicht den Goretzka verteidigen, aber mit Kimmich zusammen auf der 6 zu spielen, hat ihm auch nicht wirklich geholfen. Ja, da stimme ich dir zu, Ambo. 100%. 100 Pro. Mit Pavlovic ist Goretzka auch besser geworden. Ja, stimme ich dir auch zu. Auch 100%. Habe ich ja auch gesagt, dass das letzte Spiel, ich meine, er hat von mir eine 1 mit Sternchen gekriegt. Wann passiert das mal? Ja. Davor die beiden Spiele waren auch gut. Man sieht, habe ich ja auch schon gesagt, auch in der Analyse, dass ein Goretzka viel, viel besser ist, wenn Kimmich rechts außen spielt. Weil er vielleicht mehr Verantwortung tragen kann. Ich fand nur seine Reaktion jetzt war schon echt wild. So, weißt du? Aber wer weiß, vielleicht muss er ein bisschen Zeit haben, nachdenken, ist auch nur ein Mensch. Und vielleicht performt er gegen Dortmund und Arsenal wieder wie eine Maschine und alles ist gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Xavi sich das mit Bayern antut. Der weiß doch, was passiert, wenn es nicht läuft. Ja, weil Bayern ja so ein uninteressanter Club ist, Alter. Was ist das für ein Argument? Das ist das Argument wie bei jedem Top-Club. Oder meinst du, es ist bei irgendeinem Top-Club anders? Wenn er nach Real Madrid geht und wird da 2 Jahre oder ist da 10 Punkte hinter Barca in der Saison, meinst du, dann ist da Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Das ist dasselbe in Grün. Das ist halt, wenn du bei einer Top-Mannschaft bist. Und nochmal, man muss dann schon eine klare Absprache haben und die wird es auch geben von Vereinsseite aus. Gegen Darmstadt sah Kimmich bei den beiden Gegentoren, wo er ohne in den Zweikampf zu gehen so schlecht aus. Er hat nur zugesehen und ausgeschaut wie ein Moped in der Waschanlage. Ja, aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, ich habe heute Kommentare gemacht, da gab es Meinungen, dass Kimmich da ganz aus der Verantwortung genommen wurde. Keine Ahnung, ey. Meine Meinung habe ich dazu gesagt. Kimmich war jetzt nicht super schlecht, defensiv war er schlecht, offensiv war er okay. So. Aber nochmal, das war Darmstadt. Darmstadt. In der Offensive. Ja? Nicht Dortmund oder Arsenal oder. Also mal abwarten. Goretzka hat deswegen so schlecht gegen Darmstadt gespielt, weil er nicht nominiert wurde. Ja, haben wir ja gerade schon gesagt. Wenn dem so wäre, wäre es wild. Die letzten 2 Meisterschaften waren schon Glück, jetzt Vize, also neue Saison, neues Glück. Jo. Keine Kopflöse, ich trete in das Radio. Kimmich war zusammen mit Sané der schlechteste gegen Darmstadt. Das ist es ja mit Goretzka, wenn schon nicht nominiert, dann musst du beweisen, dass der Nagelsmann Unrecht hatte. Ja, na klar, und das ist ja super leicht in der heutigen Medienlandschaft.
Bring doch einfach gute Leistungen. Komm doch sofort. So ein Hamann und Loda, die reißen doch gleich die Fresse auf, um den Nagelsmann an reinzuwürgen. Und zu sagen, meh. Hast du gesehen, bei Pavlovic? Ja, den kannst du den doch nicht mitnehmen. Der ist doch gerade mal 19. Der hat doch gerade mal 10 Spiele für den FC Bayern gemacht. Kannst du doch nicht machen. So. Und wenn der Leon dann liefert, dann kommen auch gleich die Sprüche. Ja, du musst doch den Leon mitnehmen. Der ist ein gestandener Nationalspieler, ist Führungsspieler, ist eine Maschine. So. Aber wenn er keine Leistung bringt, dann macht doch keiner die Fresse auf. Ne? Boe und Saragossa müssten unbedingt Spielzeit bekommen. Ja, müssten sie auch, zusammen mit dem Tell. So, wie gesagt, für uns ist die Bundesliga gelaufen, Alter. Dann gerade gegen Darmstadt, Mainz und sowas, müssen diese Spieler Spielzeit bekommen. Fertig. Ja. Im Hinblick auf die neue Saison, aber die neue Saison ist ein Tuchel scheißegal. Und Tuchel stellt die Mannschaft auf, von daher, ja. Dreht man sich da im Kreis, ne? Nee, das glaube ich auch, JB. Sei denn, es kommt eine Ansage vom Eberl irgendwie. Aber ob ein Tuchel das machen würde, kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Oder ob ein Eberl das machen würde. Zu sagen, jetzt lass den mal spielen, glaube ich auch nicht. Sagst du zu Christian Streich? Was soll ich dazu sagen? Ich denke, nach 29 Jahren hat er das Recht zu sagen, er hat keine Lust mehr. Beziehungsweise, er hat ja gesagt, der Verein braucht neue Impulse von anderen Menschen. So. Und ich denke, wenn das wer beurteilen kann, dann er. Wenn er 29 Jahre für diesen Club da war. Boe und Saragossa haben kein Bayern-Niveau und das wird sich nicht mehr ändern. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe von denen bisher bei uns noch nichts gesehen. Und wo sie vorher gespielt haben. Ich fand einen Boe bei Galatasaray, die beiden Spiele, die ich gesehen habe, stark. Zum Saragossa kann ich gar nichts sagen, habe ich kein Spiel gesehen. Ja, ich hoffe, ich sehe sie mal ein bisschen bei uns, dann kann ich das auch mal beantworten. Oder meine Meinung dazu sagen. Gut Kick in die Runde. Ja, gut Kick. Simon, bist du Wolfsburg-Fan oder was? Kick. Gut Kick erinnert mich immer hier an Klaas, ey. Gut Kick. Saragossa hat Barca alleine auseinandergenommen. Er muss halt mit Spielzeit bekommen. Ja. So gehen die Meinungen auseinander, ne? Ja, ich denke, beide Spieler, ohne jetzt die groß beurteilen zu können, denke ich, jeder Spieler, der kommt in dem Alter, braucht natürlich erstmal eine gewisse Eingewöhnungszeit beim FC Bayern. Das denke, das ist ganz normal. Und da muss er den nächsten Stepper auch machen. So, in seiner Karriere. Ja, das sollte aber auch klar sein. Und der eine schafft's, der andere halt nicht. Haben wir auch schon 100-mal erlebt bei uns im Verein. Und das ist völlig normal im Fußball. Denke ich auch mal. Sacher hat 2 Spiele gemacht, davon 1 als linker Flügelspieler. Ja, absolute Farce, Alter. Ja. Also ich denke, wir werden noch Freude an ihm haben. Wir werden sehen. Alter, ist schon wieder Rambazamba, ey. Wollte Tuchel Boe oder wollte der Verein ihn? Ich glaube nicht, dass Tuchel ihn wollte. Ich denke, der Verein wollte ihn eher. Tuchel wollte halt einen Rechtsverteidiger, aber er wollte ja eher so einen gestandenen, der super viel Erfahrung hat, anstatt so einen Jungen auf die Zukunft gesehen. Ich rede auch davon, was man ausgegeben hat, weil er so eine Scheiße verzapft hat. Den Weg, den will ich nicht. Da passt mir in die Nase nicht. Ach, den weg, den will ich nicht. Da passt mir in die Nase nicht. Wer ist denn weg? Was mit Stoney? Ja, aber es hat ja kein Geld gekostet. Haben wir Geld noch gekriegt für. Darum ging es auch gar nicht. Hast wir da nur die Hälfte gelesen. Ist aber auch schon durch das Thema. Okay.
Vielleicht ist der Chip, der Kimmich durch die Corona-Info eingepflanzt bekommen hat, auch defekt und deshalb spielt er so scheiße. Sollte man sich den Aluhut doch lieber nochmal fester um den Kopf machen. Ja, wer weiß. Vielleicht braucht er einfach nur mal ein Upgrade. Jeder Spieler außer Kane ist bei uns austauschbar. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müsste man die einzelnen Spieler durchgehen. Ich meine, am Ende des Tages ist jeder Spieler austauschbar, wenn du es aufs große Ganze runterbrichst. Der Verein steht an erster Stelle. Punkt, fertig, aus. Aber vom Leistungsniveau, Leistungsvermögen her, ja, du müsstest den Faktor Geld mit einberechnen. Ja, dann ist wirklich jeder Spieler austauschbar, aber ansonsten denke ich, hast du viele Spieler, die nicht unbedingt austauschbar sind. Oder wo es dann sehr teuer und dumm wäre. Ich bin mir sicher, dass Gnabry und Boye auf der rechten Seite gut harmonieren würden. Ja, wenn der Gnabry dann mal Lust hat, mit nach hinten zu arbeiten, wäre das schon mal ein guter Start. Guter Trainer, der Streich, aber glaub nicht, dass er zu Bayern passt. Nee, das glaube ich auch nicht. Tuchel wollte doch den 34-Jährigen statt Boye. Ja. Wie immer. Kai schlau drauf. Kai hau drauf höchstens. Kramotzis würde ich als Trainer holen. Okay. Es gibt 2 Arten Trikots. Standard 100, Pro 150. Ah, okay. Geld. Zaragoza hätte man nicht holen dürfen. Tuchel kann nicht mit Talenten umgehen. Ja. Vielleicht hat man ihn geholt, dass er schon mal ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit hat. So, weißt du? Dass er schon mal ein bisschen Sprachunterricht kriegt. Kann ich mir halt auch gut vorstellen. Ihrer Kunde hätte auch kein Spiel gemacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Antagon, moin. Roland Schultheiß, servus. Spanier tun sich alle schwer mit Englisch. Ja, ist ja auch nicht schlimm, oder? Korsika, guten Abend. Heute kein Bier, heute ist Montag, Alter. Kein Freitag. Roland. CDFCW-Gruppen-THP ist noch ein Platz frei? Aktuell ist noch Platz, ja. Aber wir sind am Limit. Ist es nicht mal besser, dass es einen neuen Meister gibt? Nein, natürlich nicht. Warum soll das besser sein? Warum sollten wir als Bayern-Fans sagen, dass es besser ist, wenn jemand anderes Meister wird? Nee, natürlich nicht. Sollen wir jetzt dafür verantwortlich sein, was gut für die Bundesliga ist, oder was? Nee, willst du von mir nicht hören. Klar, Leverkusen wird verdient Meister und dann ist es gut, dass mal ein anderer deutscher Meister ist, natürlich. Aber du willst doch nicht von mir hören, ist es nicht gut, es wäre gut, wenn mal jemand anderes Meister wird. Was wäre ich denn für ein Fan? Soll ich meinem Verein sagen, ey, werd mal besser kein Meister, ist gut für die Liga, oder was? Mir doch scheißegal, was mit den anderen 17 Vereinen in der Liga ist, Alter. Bayern-Fan und nicht Bundesliga-Fan. Was nicht heißt, dass ich in Leverkusen ja nicht gönne am Ende der Saison. Ne? Oder sobald es feststeht. Haben sie verdient dieses Jahr und ist gut. Aber ich würde doch niemals mich hier hinsetzen und sagen, ja, es wäre gut, wenn wir mal kein Meister werden würden. Für unser Verein ist es gut, ja, weil dann endlich mal alles umgedreht wird, was die letzten Jahre nicht gemacht wurde. Von daher ist es schon gut, aber ich würde es doch meinem Verein niemals wünschen. Kovac ist auch auf dem Markt, ja, das lese ich gar nicht zu Ende. Hör mir auf, Alter. Was auch abspringt. Leute, hört auf, ey. Ich hoffe, dass Leverkusen keine Spieler an Bayern verkauft und an unser auch bleibt. Dann haben wir endlich mal Konkurrenz. Ja, wegen mir kann das auch so sein. Habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe nichts gegen Konkurrenz in der Liga, aber nochmal, es ist nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Ganz einfache Kiste. Ja, das müssten schon die Vereine selber tun. Servus, Fideas. Ja, viel Spaß. Es gibt nur eine Maschine, ganz genau. Das ist Leroy Sané. Die sogenannten Experten ändern jede Woche ihre Meinung, am besten auf durchzustellen bei denen, die müssen ja irgendwie in den Schlagzeilen bleiben.
Ja, aber deswegen sage ich ja, es ist so super leicht in Deutschland. Weißt du? Deswegen kannst du so super leicht Argumente für dich liefern, dass die dann halt umschwingen. Was meinst du, wenn der Nagelsmann, gut, Pavlovic reist ja erstmal nicht hin, aber überleg mal, der wäre hingereist, wäre fit gewesen, hätte die beiden Spiele über 90 Minuten gespielt und hätte gute Leistung gebracht. Was meinst du, was dann wieder die Fahne im Wind gegangen wäre? Äh. Schon wild, wenn man drüber nachdenkt, dass im Leistungssport meistens nicht nach Leistung aufgestellt wird. Ja, das ist super wild. Das ist wirklich wild. Dejan, hallo. Ich werde den Streich vermissen, so wie damals Meier. Ja, warte doch mal ab. Vielleicht kommt der Streich doch auch wieder. Warum sollte Boe und Saragossa kein Bayern-Niveau haben? Ja, das würde mich auch interessieren. 2025 wieder Finale da oben. Ja. Aber wie will sie? Ob man sich damit auseinandersetzen darf oder nicht. Wo man Brian und Boe das Niveau für Bayern abspricht, sollte man sie auch erstmal spielen lassen. Ja, und man sollte ihnen halt auch erstmal so eine Eingewöhnungsphase geben. Ja, also das ist. Ja, wir verpflichten die Spieler. Ach ja, die haben jetzt zweimal 20 Minuten gespielt. Ja, die haben kein Bayern-Niveau. Also weg damit. Was ist das für ein Argument? Doro Wotter und Dribbler von der Premier League. Wenn Stani zurückkommt, zusammen mit Boe sind wir gut aufgestellt auf der RV-Position. Ja. Mazraoui würde ich abgeben, zusammen mit Kimmich, Coman, Gnabry, Sané. Hört sich nach einem Plan an, Vorsicker. Ü30 und Premier League. Das ist das Beuteschema von Tuchel. Ist ja gut. Tuchel ist doch bald weg. Dann werden wir sehen, ob es besser wird oder nicht. Wird interessant, oder? Ja, Kai Walker, Jerome Boateng wäre eine gute Kombi gewesen. Hätten sie dann abwechselnd ihre Frau mitbringen können und hätte eine die Frau von dem anderen verkloppen können. Wäre vielleicht ein bisschen Abwechslung gewesen für die beiden Assis. Spacken, Alter. Eine Frechheit, dass man sich mit solchen Menschen überhaupt auseinandersetzt als FC Bayern. Katastrophe, Alter. Punk, servus. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel Ulle besser als Neuer. Nee, das glaube ich nicht aktuell. Also wenn man mal gesehen hat, was der Neuer so jetzt die letzte Zeit für Dinger rausgefischt hat, Alto Belli, die hätte der Ulle nicht rausgefischt. Ulle ist ein guter Torwart, der hat immer ein gutes Niveau, kann sich drauf verlassen. Fußballerisch ein bisschen unsicher, braucht er immer erst ein paar Spiele, was aber auch normal ist. Aber wenn Neuer Normalniveau hat, ist das schon wahrscheinlich besser wie Ulle. Und wenn Neuer sein überragendes Niveau hat, also dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Also meiner Meinung. Neuer Kampfname. Ja. Geil, die Kopfnuss. Ja, werde ich mal für den nächsten Charakter in irgendein Spiel nehmen. Walker wäre fußballerisch allerdings eine 100% Upgrade gewesen. Ja, Boateng hat fußballerisch wahrscheinlich auch Sinn gemacht. Zu der Zeit. Ja. Manchmal, also es sollte nicht immer in irgendwelchen Vereinen nur ums Fußballerische gehen. Auch wenn viele Medien das immer so darstellen wollen, als wenn das doch so sein sollte. So, dafür hat der Fußball eine viel zu große Reichweite mittlerweile. Für die Eingewöhnung auf der Tribüne nicht wirklich. Nicht? Sehr wild. Ja, der Tore wird schon, der wird schon heiß sein, wenn er wieder nach England fahren darf. Ja, Kadi, dann mal viel Spaß, ne? Wer ist der beste Kai der Fußballgeschichte? Das weiß ich. Gab es überhaupt große Kais in der Fußballgeschichte? Ahnung. Bezüglich dem Walker, der hat seine Frau nur mehrfach betrogen und hatte irgendwie
Ja, ja. Noch eine zweite Familie und so. Also, ne? Auch scheiße, aber muss man trotzdem 'n Unterschied machen. Ist für mich ein Schlag Mensch und kannst du beide im Sack und draufhauen. Das ist richtig. Ja, mehr wollte ich mit meiner Aussage nicht sagen. Nee, keine Ahnung. Mir fällt spontan keiner ein, der Kai heißt. Kai Havertz, ja, aber den will ich hier nicht nennen, Alter. Was interessiert uns Bayern denn, ob es dem Rest der Liga gefällt, ob wir zum 53 Mal am Stück Meister werden oder nicht? Die sollen sich lieber um ihren Kram kümmern und die Erwachsenen in Ruhe lassen. Ja, das ist ja jetzt wieder schon großkotzig, ne? Aber ja, es interessiert uns natürlich nicht. Und dass wir letztes Jahr Meister geworden sind, ja, müssen sich die Dortmunder ja an die Nase fassen. Hätten sie ihr Spiel gewonnen zu Hause, wäre das ja nicht passiert. Also, wie gesagt, das liegt ja nicht in unserer Verantwortung. Ja, wir können das machen, was wir machen. So, der Fußball ist scheiße seit 1,5 Jahren. Ja, dann hat's nochmal gereicht, jetzt halt nicht und ist doch gut. Dann ist doch jetzt jemand anders Meister. Hoffe, dass die Länderspielpause Sané gut tut. Ja. Keine Ahnung, ob ich das hoffen soll. Ich weiß es nicht. Ich wünsche ihm, dass er keine Schmerzen mehr hat, ja, aber also ich glaube nicht, dass er seit 3 Jahren, die er bei uns ist, immer 2/3 der Saison Schmerzen hatte und deswegen die Leistung gezeigt hat, die er gezeigt hat. Also. Oder der Pavlovic die ganze Zeit angehustet und angenießt, damit er krank wird und nicht mit kann. Frech. Ja, genau, da machen wir auch so Luftsprünge mit Fallrückziehern in der Luft und so, ne, wenn wir uns zu Barca holen. Ja, das weiß ich. Ich glaube, man hat Sané schon angesehen, dass er angeschlagen ist oder dass er zumindest Schmerzen hat. Also wenn ich so die Szene gegen Mainz nehme, dann nach 1,5 Minuten und so weiter, glaube schon. Ja. Aber ich gehe mit, das hat nichts damit zu tun, dass er seit 3 Jahren immer nur 15 gute Spiele hat. Ja. Ja, zieh mal den Stahlhelm besser drüber, ey. Ich glaube, dass es einen Umbruch gibt, GB. Ich glaube das. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Dann weiß ich nicht. Dann muss ich mir was einfallen lassen. Wenn danach geht, dann hat aktuell kein Spieler Bayern-Niveau, außer vielleicht Kane. Wenn man nach was geht. Ich glaube schon, wenn man jetzt Musiala gesehen hat, hat er schon Bayern-Niveau gehabt, denke ich. Ich denke, Pavlovic hat man auch gesehen, dass er Bayern-Niveau hat. De Ligt würde ich auch dazu zählen, die letzten Spiele. Kommt halt darauf an, über welchen Zeitraum wir jetzt reden. Da müssten wir erstmal den Zeitraum definieren, würde ich da vielleicht was zu sagen. Ich kann doch nicht der Einzige sein, dem unsere Verteidigung massive Sorgen macht gegen Arsenal. Weiß ich nicht, ob du der Einzige bist. Fakt ist, wenn wir so verteidigen wie gegen Darmstadt, dann kannst du dir Sorgen machen, ja. Lake wurde am Mahlzeit. Kimmich ist defensiv außen Katastrophe, meiner Meinung nach. Daher spielt gute Bälle, aber defensiv vor allem im Stellungsspiel schlecht. Naja, das war gegen Darmstadt war er wirklich schlecht im Stellungsspiel. Vorher war er eigentlich gar nicht schlecht im Stellungsspiel. Sage ich, ein sehr gutes Stellungsspiel gehabt. Davis, Guerrero sind auch keine defensiven. Nee, das sind sie auch nicht. Da gebe ich dir recht. Na, ich glaube nicht, dass der Klopp den Spielern irgendwelche Eier anlegen kann. Also weiß ich nicht, ob die Spieler damit Eier hätten.
Die ist der einzige gute Defensivspieler aktuell. Da muss man einfach noch Kim eingewöhnen, beziehungsweise hätte man gegebenenfalls Darmstadt anfangen sollen. Ach, weiß ich, du hättest den Kim halt erstmal echt 2 Wochen in den Urlaub schicken sollen, so. Weißt du, dass der einfach mal runterkommt, der Junge. Dann hättest du da mal auch mal anfangen können. Geh ich mit, ja, dann hättest du ruhig anfangen können, vielleicht, je nachdem, wie weit man die Champions League im Auge haben möchte, Kim und De Ligt vielleicht mal aneinander zu gewöhnen, ja. Doch geht einer ab, wenn er in London ist. Ich glaube auch. Ich glaube auch, JB. Wir schimpfen alle über die AV, aber ich habe ehrlicherweise den Eindruck, dass es generell im Weltfußball wenige komplette AV überhaupt gibt. Ein Viertelplan gibt es im Moment im ganzen Weltfußball nicht. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber die Frage ist ja auch immer, was sollen die AVs machen in deiner Mannschaft? Ja. So, dass es wenige Außenverteidiger gibt, die sowohl defensiv super stark sind, als auch offensiv super stark sind, ist klar. So, deswegen musst du erstmal für dich definieren, was möchtest du denn haben? Was möchtest du denn spielen? Ja, wenn du eine Viererkette spielst, möchtest du dann super Defensive haben, die defensiv stark sind? Oder willst du welche haben, die vorne, was weiß ich, abgehen wie HB-Männchen? Da fängt es doch schon an. Ja, das ist doch schon unser Problem. So, wir haben die ganze Zeit mit einer Viererkette gespielt, du hast einen super starken Linksaußen und dann stellst du noch einen Davis dahinter, der eigentlich lieber auch ein Linksaußen wäre. Wo ist der Sinn? So. Da müsste man sich vielleicht erstmal irgendwie einig werden. So, welche Strategie soll es denn sein in Zukunft? Ja. Aktuell spielen wir nur noch mit Halbposition und unsere Außenverteidiger sollen eher offensiv tätig werden. Dann lässt sich der Goretzka fallen, dass wir die Dreierkette hinten haben. Ja. Keine Ahnung. Da fängt es doch schon an, dass du dich da erstmal klar wirst, was du haben möchtest. Aber das kann halt nur dann ein neuer Trainer vorgeben, ne? So realistische Wunschtransfers, die man im Sommer holen könnte? Nee, habe ich nicht, Bank. Würden wir jetzt gerne bei uns sehen, aber dass der realistisch ist, glaube ich nicht. Daher ist genauso gut wie De Ligt, ergänzen sich sehr gut, besonders für den schmalen Taler, den er uns gekostet hat. Ja, ich hatte auch viel vom Dyer. Definitiv. Ja, GB, ne? Sprich mal nur für dich, ne? Dass du mehr Schmerzen hast. Wenn du Kimmich und Sané auf dem Spielfeld ertragen musst. 15 gute Spiele, max 10. Ich müsste mich erinnern. Ich glaube schon, das waren mehr wie 10 beim Sané, oder? Müssten wir erstmal gut definieren. Für uns beide, GB. Ich kann mich noch an ein Video zum Ende der letzten Saison erinnern. Da haben wir ja schon analysiert, dass die Ballerbieren weggehören. Ja. Und es ist wieder nichts passiert. Und dasselbe habe ich schon die Saison davor. Das ist schon seit 2 Jahren so. Da habe ich das schon gesagt. Deswegen sage ich ja, wenn das jetzt nochmal passiert, dann weiß ich nicht mehr. Dann, I don't know. Dann muss ich mich austauschen hier. Ich kann nicht 3 Jahre dasselbe erzählen, Alter. Vielleicht spielt Sané auch nur die ganze Zeit, damit er einfach im Schaufenster steht, um ihn im Sommer loszuwerden. Ja, aber das wäre ja dumm. Weil dann müsste man ja Argumente liefern, dass ein anderer Verein sagt, boah, geiler Spieler, den will ich haben. Ja, also dann macht es ja keinen Sinn, wenn man sich die Leistung anguckt, dann sagt ja kein Verein, jawohl, den nehme ich, den zahle ich 20 Mille, Alter, ist mein Mann, da zahle ich 50 Mille Ablöse für. Sau starker Typ. Also du schadest dir im Moment dann höchstens mit dieser Taktik. Das Darmstadt-Spiel würde ich nicht überbewerten. Denke, in der Kabine war nur Arsenal das Thema. Kann gut sein, ja. Wir werden es sehen, ne? Meinetwegen darf Nagelsmann Sané aus dem EM-Kader streichen, er soll im Sommer lieber seine Knieprobleme auskurieren. Wir werden es sehen, ne? Ich denke, auch da gibt es genug Alternativen, wa?
Nationalmannschaft. Aber auch da kommt es darauf an, möchtest du mit klaren Außenspielern spielen? Das können wir natürlich erstmal darüber reden, ist Sané ein klarer Außenspieler? Irgendwie ja auch nicht, weil Sané flankt ja nie. Wild. Ist er dann einer für die Halbposition? Dann denke ich, ist ein Wirtz auf jeden Fall die bessere Wahl. Und ein Musiala genauso. Also von daher, ja, du stellst ja auch keine 5 Spieler auf diesen Positionen auf. Also, I don't know. Aber ich bin im Nationalmannschaftsthema nicht wirklich drinne. Welcher deutsche Spieler ist von der Nationalmannschaft aktuell am besten? Keine Ahnung. Ist mir auch Wurst. Mich interessieren nur die Bayern-Spieler und nicht irgendwelche Nationalmannschaftsspieler. Ich mache mir Sorgen, wenn Tuchel mit englischen oder spanischen Akzent auf Deutsch antwortet, dann glaube ich, dass er schon woanders ist. Hat er doch nicht getan. Boe ist defensiv sehr gut und hat in seinem ersten Spiel gut gespielt, aber weil er gegen Bayern 04 auf der falschen Seite nicht gut war, bekommt er keine Chance mehr. Typischer Tuchel. Ja gut, er war jetzt angeschlagen, ne? Also das darf man nicht vergessen. Aber ja, das wäre wieder so ein typischer Tuchel-Move. Da stimme ich dir schon zu. Bei Eber würde ich gerne mal Mäuschen spielen und wissen, über welche Trainer diskutiert wird. Ja. Ich hoffe, dass halt irgendwie da auch wirklich 2, 3 Kandidaten im Rennen sind. Und man sich jetzt nicht irgendwie auf den Alonso versteift und da wieder wartet, bis der sich irgendwann entscheidet. Das kann halt irgendwie 2 Wochen nach Saisonende sein und dann kriegt er doch den Kick und sagt, ja, ich gehe mit Leverkusen in die Champions League und dann stehst du als Bayern da und nimmst dir da irgendeine Notnagelsituation und kommst für die Transferphase nicht hinterher. Also man sollte schon jetzt gucken, wenn man an Alonso wirklich interessiert ist, zu sagen, pass mal auf, hier, wenn ihr Meister seid, dann hast du eine Entscheidung zu liefern. So. Ja, damit wir planen können und uns gegebenenfalls um andere Trainer kümmern können. Ja. Das wäre wichtig in meinen Augen. Mike, hallo, ich bin auch wieder am Start. Ich glaube, der FC Bayern München ist nicht so gut aufgestellt. Was bezogen? Vladi, moin moin. Wenn ich fühlen würde, wäre Schießer von Juve und Barella von Inter. Weil der Schießer ist doch auch so einer, der dauerverletzt ist, oder nicht, Vorsicker? Der war doch schon mal bei uns im Gespräch, letztes Jahr, glaube ich. Da war doch auch erstmal 3 Monate außer Gefecht gesetzt. Da hast du doch wieder denselben, hast du Koman in grün, Alter. Aber gut, dann hast du 2 Spieler, die eine Position besetzen, oder was? Ja, Gnabry kann mitgehen, Punk. Also wie gesagt, für mich, die sind alle überbezahlt, die Spieler. Du müsstest mal wieder beim FC Bayern in ein anderes Gehaltsgefüge kommen. Nochmal, die Spieler können gerne bleiben, wenn sie auf Gehalt verzichten. Ja, Gnabry ist natürlich, wenn er seine Form hat, kann er ein sehr, sehr guter Spieler sein. Sonst ist er ein guter Spieler. Koman dasselbe. Aber beide verdienen 17 oder 18 Millionen, Alter. Auf welcher sportlichen Leistung? Auf welcher sportlichen Leistung verdienen sie dieses Geld? Das sehe ich persönlich halt nicht. Ja, und da müssen wir von wegkommen. Traurig. Es ist traurig, aber das muss man dem Brazzo ankreien, Alter. Der hat da Verträge ausgehandelt, Alter. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir finanzielle Probleme haben, logisch. Aber überleg doch mal, du hättest da mal vernünftige Verträge. Du würdest ja locker 60, 70 Mille einsparen an Gehaltskosten im Jahr. Ja, und hättest dann vielleicht auch mal Spieler, die für den FC Bayern spielen wollen und nicht, weil sie hier 17, 18 Millionen bekommen. Ja. So, das ist doch das große Problem bei uns. Deswegen sind wir doch in dieser Lage, wo wir gerade sind, weil diese Spieler viel zu viel Geld bekommen. Und das bekommen sie nur, weil sie sonst woanders hingegangen wären. Ja, mein Gott, dann wären sie doch gegangen, ist doch okay. Ganz wild. Für mich fühlt es sich mit der Eber-Verpflichtung aber anders an. Also vom Bauchgefühl her, was den Umbruch anbelangt, wie die letzten 2 Jahre. Ja, für mich auch. Definitiv. Also er hat es ja auch klar kommuniziert bei seinem Amtsantritt. Ne? Und ich glaube auch, dass so ein Uli und so ein Kalle, die haben ja nun mal eine gewisse sportliche Kompetenz. Ich denke, da sind wir uns ja alle einig. So, und die werden ja auch die letzten 2 Jahre gesehen haben und haben jetzt das Jahr wieder gesehen. Ja? Das mal, ich habe es ja schon mal gesagt, mir ist Samir, bla, Sülz.
dass man dann sagt, ah ja, super verdiente Spieler und nein, die ziehen wir mit durch, scheißegal, lass sie mal ein schlechtes Jahr haben. Ja, jetzt gehen sie schon in das fast dritte schlechte Jahr. So, und deswegen gab es dann auch die klare Ansage vom Eberl, dass jeder Spieler auf dem Prüfstand steht. Hätte er ja nicht machen müssen, so eine Ansage, wenn dem nicht so wäre. Ja? Und an den Worten wird er natürlich gemessen werden. So, nochmal, ich denke gerade ein Kimmich, ein Sané haben bisher jetzt nicht die Leistung gezeigt, dass man sagt, ja, die müssen nächstes Jahr unbedingt hier bleiben und weiterhin 20 Millionen Gehalt kassieren. Ja, da geht kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das haben wir bisher nicht gesehen. So, und dann ist die logische Konsequenz, tschüssi. Also ich meine, dass der FC Bayern nicht so gut aufgestellt ist, weil ich deutscher Meister wäre. Weil sie nicht deutscher Meister wären. Ja, ist doch okay. Das Problem ist ja beim Außenverteidiger, wenn er offensiv stark sein soll, müssen die Herren wo vor ihn spielen, aber auch defensiv gut sein. Aber wenn du dann so einen defensiv laufvollen Sack davor hast, ist mir ein fast reiner defensiver AV wie Stanny tausendmal lieber. Ja, wo Stanny ja sich auch schon weiterentwickelt hat, was die Offensive anbelangt. Ne? Aber ja, ich sehe Stanny, seine Stärke liegt auch in der Defensive, da gehe ich mit. Ja. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wen du davor hast. Also, wenn du davor eine Maschine hast, die Sané gerne sein möchte, aber nicht ist, brauchst du dann unbedingt noch einen super offensiven Verteidiger dahinter oder ist es dann sinniger, zumindest wenn du mit einer Viererkette spielst, zu sagen, ja, er ist klar der defensive Part und es passiert vielleicht 1-2 Mal im Spiel, dass der Außenverteidiger mal hinterläuft und versucht eine Flanke zu schlagen und dass der andere Spieler sich dann fallen lässt. Oder der Sechser, Achter absichert. Aber das muss ja dann nicht die Regel sein. Ich meine, die Regel, das sehen wir ja jetzt gerade auch, ja, dass das nicht die Regel ist. Aber das hängt halt vom Trainer ab, von der Taktik, wie er spielen möchte. So, will er mit einer Dreierkette spielen, ja, dann kannst du natürlich auch höher stehende Außenverteidiger haben. Das gegen Arsenal geht nach hinten los. Ja, das werden wir sehen, mal ob das so ist oder nicht. Eventuell noch Gurasi holen. Ich weiß nicht, wie weit der außen spielen kann. Wenn er außen spielen kann, ja, gehe ich da 100% mit, ne? Alter, ohne Scheiß, dann ist, ich meine, die Nationalmannschaft ist ja bei mir jetzt schon abgeschrieben, ne? Aber wenn die wirklich noch einen Özil ins Gespräch bringen würden, spielt er überhaupt noch Fußball oder was? Er spielt doch gar nicht mehr, oder? Ja, oh. Chico, du machst wieder hier wilde Sachen, ey. Ich glaube, der kriecht nur noch in irgendwelche Ärsche. Wer? Der Chico oder der Özil? Ja, Ösi. Wir gewinnen die Champions League dieses Jahr in Deutschland EM. Ja, Alter, wenn das passiert, ey, dann muss dann ganze Ostern und Weihnachten auf einen Tag, oder was? Eieiei. Ganz gleich Kevin Großkreuz holen, ja. Aber nur mit der Döner in der Hand. Typischer Tuchel-Move wäre De Ligt und Dyer spielen in einem Spiel nicht so gut und dann kommen sofort wieder Kim und Opa, wie ich dann kotzen werde. Ich glaube nicht, dass er das macht. Aber nichts ist unmöglich beim Tuchel, also. Von daher. Hab noch einen Take, mal gucken, ob du den fühlst, Kai. Was man beobachten sollte bei Davis bezüglich Vertragsverlängerung ist, seine Hauptstärke sein Speed ist, die viele Unzulänglichkeiten, besonders im Stellungsspiel, kaschieren. Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass Davis ein Spieler ist, der, wenn er 28 Jahre plus alt ist, noch auf höchstem Niveau performen kann. Da gehe ich 100% mit, Ambo. Ja, gerade in die Defensive macht er ganz, ganz viel weg durch sein Speed einfach. Ne? Gehe ich 100% mit. Du siehst das auch, wenn du einen dribbelstarken Spieler, nimm mal das Hinspiel in Mainz zum Beispiel, wo der Bruder da war, er hat den Davis ja vernascht, obwohl er gefühlt 10 km/h langsamer war. Der Davis kam ja gar nicht in den Zweikampf, kam gar nicht an den Ball ran, gar nichts. Ja. Also da brauchen wir nicht reden. Der Fonsi ist halt gut, wenn du Viererkette spielst, du spielst super offensiv.
und hast dann die Ballverluste, die wir haben. Der Gegner haut den Konter raus, gibt Vollgas. Dann ist der Fonsi gut, weil Fonsi dann der Mann ist, der gefühlt mit 300 km/h nach hinten ballert und noch den Fuß irgendwie dazwischen bekommt. So, das ist seine Stärke in der Defensive. Sobald er defensiv steht, ja, und die Mannschaft kommt auf ihn drauf zugelaufen, da muss er noch niemals dribbeln können. Da sieht er ganz, ganz schlecht aus. Guck dir mal an, wie viele Flanken er zulässt. Er kriegt es ja kaum hin, eine Flanke zu verteidigen oder zu verhindern. Das klappt gar nicht, wenn er defensiv steht. Also nochmal, wenn er steht, wenn die Viererkette tief steht, der Gegner kommt auf ihn zugelaufen, ist Fonsi defensiv eine Katastrophe. Ja. Seine Stärke, wie du sagst, ist der Speed. Ja. Im Umschaltspiel nach vorne oder nach hinten, gerade nach hinten reißt er dann wirklich viel raus. Aber sobald da einer ist, der über außen ein bisschen mit dem Ball umgehen kann und wir tief stehen, dann ist das echt schlecht, ne? Muss man leider sagen. Aber er ist noch jung, er kann sich da auf jeden Fall noch verbessern. Und er hat es ja auch schon mal besser gemacht, ne? So ist ja auch nicht. Zwar nie auf wirklich gutem Niveau, aber bin gespannt nach der Länderspielpause, wenn Boe wieder fit ist, ob dann Kimmich weiterhin als RV spielt, wieder ins Mittelfeld rückt oder auf der Bank Platz nimmt. Ja, mein Take war ja, bevor Tuchel da seine legendäre PK hatte, dass er keine Rücksicht mehr nimmt, dass ein Kimmich kein Spiel mehr machen wird. Leider sind ja dann unsere ganzen rechten Verteidiger abhanden gekommen. Mittlerweile glaube ich, dass Tuchel an Kimmich festhalten wird. Als rechter Verteidiger. Niklas, Glück auf, ja? Matako, servus. Kai Walker hat mit 34 auch noch diesen Top-Speed, sehe den Take nicht. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Spieler das hat. Da sind wir bei dem gleichen Argument, was du im letzten Stream gebracht hast. Jeder Mensch ist unterschiedlich. So. Ja, du kannst jetzt sagen, er ist ein afrikanischer Spieler, dadurch hat er schon mehr physisch und vielleicht auch im höheren Alter noch mehr Physis. Ja, den Take kann man bringen beim Fonsi vielleicht. Ja, keine Ahnung. Aber jeder Spieler ist halt anders, ne? Kommt auch darauf an, wie sehr ist man Profi, wie lebt man, bla, Sülz. Man guckt den Ceroberto an, Alter, der sieht immer noch aus wie 25, steht im Saft. Guckt den Ronaldo an, von Brasilien, der ist 3 Monate nach seiner Karriere, war der so, Alter. Sein Leben gelebt. Weiß man nicht. Schießer bringt keine Leistung mehr, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da nur im Kopf, dass er oft verletzt ist, ne? Eins steht fest, wenn sich Boe durchsetzen kann oder besser noch ein neuer RV gekauft wird, ist Kimmich aus dem Team raus, also musst du ihn verkaufen. Ich glaube nicht, dass ein Kimmich Bock hat, als RV überhaupt bei uns zu spielen. Aber das werden wir im Sommer alles sehen. Es wird ein sehr spannender Transfersommer für uns werden. Hoffe ich zumindest. Sagen wir es mal so, wa? Nicht, dass auf einmal wieder alles, wie es GB sagt, die Taskforce braucht wieder. Roger hat Angst vor seiner Ex, deshalb der Topspeed. Sätze von Zubimendi. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Den gesparten Gehaltskosten hätten wir uns sogar MPP leisten können. Hättest du machen können, wäre natürlich Katastrophe gewesen. Aber wenn du das so umrechnest, ja. Ich hoffe, wir halten Davis. Ja, nicht um jeden Preis. Alaba und Süle haben wir ja damals auch abgegeben. Achtung, Triggeralarm. Das triggert mich nicht, so eine Aussage. Was hältst du von der Trennung mit Neppe? Bin leider noch zu kurz tiefer in der Materie, um mir da eine Meinung bilden zu können. Ja, war abzusehen. Ja, hat mich gewundert, dass sie überhaupt so lange da war. Nach dem Aus von Brazzo. Ist für mich richtig. So. Du hast einen neuen starken Mann. Du hast vorher schon mit einem Freund einen neuen starken Mann gehabt. Jetzt hast du nochmal einen stärkeren Mann an der Seite. Da brauchst du nicht noch einen dritten Kaderplaner, der da auch noch seine Wichsgriffel mit dem Spiel hat. Zu viele Köche verderben den Brei. So. Du hast 2 mit Kompetenz, das muss auch reichen. Das ist meine Meinung.
Auch wenn er ja anscheinend einen ganz guten Job gemacht hat. So. Ja. Aber dass er überhaupt noch da war nach Brazzos Abgang, war halt der Tatsache geschuldet, dass halt keine Alternative da war. So, und du hast den Cut gemacht mit Olli und Brazzo, dann ist das auch richtig, den Cut auch noch durchzuführen. Das ist zumindest meine Meinung. Wäre ja okay, den Spieler 15 bis 20 Millionen zu bezahlen, wenn die Leistung eben auch so gut wäre. Ja, na klar, wenn alle, die bei uns 20 Millionen verdienen, gleich performen würden, wie es ein Harry Kane tut, dann würden wir nicht diskutieren. Ja, dann würden wir aber auch nicht auf die Tabelle gucken und wären 10 Punkte hinter Leverkusen. Ja. Oder würden darüber diskutieren, oh, was ist mit Arsenal? Da kann alles passieren. Da können wir auch 5 Stück kassieren und nach dem Hinspiel schon ausgeschieden sein. So, darüber willst du dir keine Gedanken machen. Und wenn das jetzt auch erstmal nur 3 Monate so wäre, oder sind wir mal ein halbes Jahr oder eine ganze Saison wäre es so, dass sie einfach mal eine schlechte Saison haben. So, ja, das war ja das WM aus, deswegen war das so. Nee, war es eben nicht. Sieht man doch jetzt. Ja? Oder wollt ihr mir immer noch erzählen, dass es nicht immer noch am WM aus? Alter. So, das ist doch unser Problem. Und ich stimme dir dazu. Ja, wenn die alle so performen würden wie ein Harry Kane, ja, dann gib ihnen 20 Mille und alles ist gut. Aber das tun sie ja eben nicht. Und das seit Monaten. Das ist doch das Schlimme daran. Wenn man sich das überlegt, was wir an Geld für mittelmäßige bis unterirdische Leistungen bezahlen. Ja, ganz genau. Wäre normalerweise ein Mbappé oder Wirtz auf jeden Fall drin. Ja, na klar. Du würdest die Ablöse schon durch Gehaltskosten finanzieren, die du einsparst, Alter. Das ist schon wild, oder? Niklas, moin. Nepper hat auch viel gedampft an der Sebener Straße. Okay. Weiß jemand, wann die Tickets denn für das Arsenal-Spiel zugelost werden? Nö. Ich würde aber bei den neuen Spielern noch nicht die Hoffnung verlieren. Ist ja schon sehr häufig so gewesen, dass neue Spieler erst in der Zeit. Ja, aber welcher Spieler ist denn jetzt super schlecht, der neu da ist? Weiß ich nicht. Also ein Dyer überzeugt, ein Kane überzeugt, ein Minjay hat teilweise auch überzeugt. Der, wie gesagt, der hat halt einfach durchgespielt. Der hat noch nicht einmal mal eine Pause gehabt, konnte mal abschalten. Ich denke, der wird seinen Weg machen. So, wer ist noch neu, der irgendwie nicht überzeugt? Sollen wir jetzt einen Boe oder einen Saragossa bewerten, die wir gefühlt 40 Minuten gesehen haben? Also, nee. Bin ich ganz weit von weg entfernt. Und ja, jeder Spieler braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit. Es sei denn, du heißt Harry Kane, Alter. Obwohl Eric Dyer auch keine brauchte, wenn man das mal so sieht, ne? Ist halt auch wild. Nächstes Jahr wird er B-Meister, ja, ganz bestimmt. Ich würde lieber den Maxi Bayer von TSG anstelle Courage holen. Ich hoffe, wir spielen ab nächste Saison an Dreierkette. Das würde ich mal fühlen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich muss sagen, dass ich richtig Lust auf die EM habe mittlerweile. Ja, Punk, das ist doch schön. Ich nicht. Ich will nicht über Esel sprechen, das ist bei mir Triggeralarm. Mesut Özil ist der beste Mann, der beste deutsche Nationalspieler der letzten 20 Jahre. Aus. Wieso? Mesut ist eine Maschine, Alter. Technisch eine 1A. Mhm. Charakterlich ganz weit oben angesiedelt. Also sogar, ich denke, charakterlich noch eine Stufe höher anzusehen wie Leroy Sané, mäßig auch. Kämpferisch immer ein Vorbild gewesen. Also, ich weiß, ich habe die letzten 20 Jahre keinen besseren deutschen Nationalspieler gesehen als Mesut Özil. Also, absolute Maschine. Hast du Und den das wird dann Adidas in die- EM-Teaser gesehen? Was wolltest du sagen? Das wird in die falsche Richtung gehen, wenn ich dazu was sage. Beziehungsweise war es eigentlich die Trikotveröffentlichung? Falls nicht, kann ich es dir nur ans Herz legen. Nee, habe ich nicht gesehen. Nichts ist so möglich, Toyota.
Wäre mal wieder schön, wenn wir endlich wieder im DFB-Pokal etwas reißen. Es hat den Anschein, als hätte unser derzeitiger Kader keine Lust auf den Pokal, sonst wären wir nicht gegen Saarbrücken raus. Naja, ich denke nicht, dass sie keine Lust auf diesen Pokal haben. Ich denke, die sind halt einfach. Wir haben halt einfach Motivationsprobleme. Das hat man ja auch gegen Darmstadt gesehen, denke ich. Nur da hat man das dann noch rausgerissen. Und dann halt gegen Saarbrücken nicht getan hat. Auf der anderen Seite kannst du natürlich jetzt auch gut argumentieren, guck dir an, wen Saarbrücken sonst noch alles ausgeschaltet hat. Also, vielleicht war Saarbrücken auch einfach so stark. Wenger sitzt mit seinem Popo geschmeidig bei der UEFA und schaut, was für merkwürdige Regeln er noch einführen kann. Ja, also ist ja gefühlt, ist ja doch auch schon 100, oder? Davis ist der wahrscheinlich überbewerteste Außenverteidiger in Europa. Real kann ihn, wenn es nach mir geht, mit Kusshand nehmen, wenn die Kohle stimmt. Ja, vielleicht wollen die den aber gar nicht als Außenverteidiger haben. Vielleicht wollen die den auch eine Position vorne haben. Vielleicht kann der Fonsi das ja auch sehr gut spielen. Hat er bei uns ja auch nie die Chance für gekriegt. Davis' größtes Problem ist, dass er weder taktisch noch technisch extrem stark ist. Sollte er gehen, sollten wir Robinson von Fulham holen. Fonsi ist doch Kanadier. Ja, aber mit afrikanischen Wurzeln, oder nicht? JB, bist du nicht informiert über die Bayern-Spieler, oder was? Stell dich in die Ecke und schäm dich bitte. 15 Minuten. Danke. Wir haben so viele Spieler, die nicht in der richtigen Rolle spielen. Alleine bei Musiala hat es ewig gedauert, bis er ihn im Halbraum aufgestellt hat und er performt jetzt. Wenn zum Beispiel Alonso kommt, kann ich mir wirklich vorstellen, dass viele aufblühen. Hat ja nichts mit Alonso zu tun. Ich glaube, du brauchst halt einfach einen Trainer, der halt echt guckt, wo die Spieler halt am besten performen, Alter. Ich fand Kimmich auch als RV-Maximal-Durchschnitt. Ja, ich fand ihn auch nicht auf Philipp Lahm-Niveau, ja. Aber es war natürlich auch ein schweres Erbe, aber. Ja, zumindest für die 20 Millionen halt, ne? Wie gesagt, würden Kimmich 10 Millionen verdienen, alles gut. Ja, hätte ich da gar nicht das Problem mit. Das wäre ungefähr sein Leistungsniveau, was er verdienen könnte. Kann man natürlich auch noch drüber streiten, ob es dann vielleicht schon ein bisschen zu viel wäre, aber ich denke, das würde schon passen. Aber 20 Millionen, Alter. Es ist eine Farce, dass der Spieler den Vertrag selber ausgehandelt hat und die Verantwortlichen sich darauf eingelassen haben, Alter. Das musst du dir mal reintun. Du bekommst keine 80 Millionen für Kimmich. Auf gar keinen Fall. Er hat ein Jahr Vertrag. Du willst ja 80 Millionen bekommen. Daher, Chris, servus. Auf dem zweiten Markt wirst du kein Ticket kriegen, Alter, für Arsenal. Da wird keiner was reinstellen, ey. Ich weiß nicht, ob es schon angesprochen wurde, weil ich gerade erst gekommen bin. Aber laut den glorreichen Medien erhält Kimmich die Freigabe im Sommer, wenn das Angebot und Kohle stimmt. Warum sollte Kimmich keine Freigabe bekommen? Also. Ja, schon gesagt, auf welcher Grundlage. Aber ob das stimmt, was da geschrieben wird, weiß ja auch kein Mensch. Das kann nur der Max beantworten. Frank, danke für die 100 Bittis. Unser Transfersommer würde sich gemeinsam das Video anbieten. Ich weiß nicht, ob sich da gerade ein Video anbieten würde. Da muss ja erstmal drauf abwarten, was passiert im Sommer. Im Ausland ist sein Ansehen tatsächlich ganz anders, deswegen kann ich es mir noch vorstellen. Nein. Auch ausländische Vereine zahlen ja keine 80 Millionen beim Spieler, der ein Jahr Vertrag hat. Also. Die 40 Bilder kann ich mir gut vorstellen, ja, die wirst du bekommen. Und es geht ja auch nicht, dass ein Kimmich schlecht ist oder kein Standing hat oder so. Aber er passt halt einfach nicht mehr bei uns rein und gut ist. Mein Gott. Fertig aus. Ist doch auch nicht schlimm. So ist das Leben, Alter.
Pavlovic auf der 8, dann holen wir Zubimendi oder Joan Neves und wir haben wieder ein saustarkes Mittelfeld. Ich glaube auch, dass Pavlovic ein guter Achter wäre, ne? Und wenn du dahinter dann einen guten Sechser hast, zumindest wenn man mit Sechser und Achter spielen will, das wäre schon stark dann, glaube ich, ja. Neppe der Maulwurf. Das werden wir sehen, ne? Die kommenden Transferphase. Kai, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, den Josh abzugeben. Er ist schließlich in der Kategorie wie Co. Bryant und Konsorten. Ja, genau. Ja, deswegen sage ich doch. Ja, vielleicht kriegen wir doch mehr wie 40 Mille. Wenn der Flick wirklich Barca-Trainer wird, dann können wir da vielleicht den Preis hochtreiben. Seit Jahren, nicht seit Monaten. GB, seit Monaten. Wenn ich jetzt von 48 Monate ausgehe, sind das 4 Jahre. Verstehst du? So ein Ding. Die Idee wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, aber du könntest ja mal Reactions machen auf Spieler, Talente, die bei uns in Frage kommen und deine Meinung dazu sagen. Nee, kann ich leider nicht, Punk, weil da müsste ich mich ja mit den Spielern beschäftigen, da müsste ich ja irgendwie Zeit investieren, mir irgendwelche Spiele angucken von Spielern, wo die spielen. Und selbst dann könnte ich ja nur, so was soll ich mir angucken? Gucke ich mir 3 Spiele an, beurteile den Spieler dann? Das wäre dem Spieler ja gegenüber auch nicht fair. So, weißt du? So, unsere Spieler kann ich meiner Meinung nach beurteilen, weil ich die seit Jahren sehe. Ich sehe einen Kimmich in jedem Spiel, seitdem er in unserem Verein ist. So, genauso wie jeden anderen Spieler bei uns. Daher nehme ich mir das Recht raus, nach meiner Meinung, diese Spieler zu beurteilen. Und deswegen könnte ich jetzt nie sagen, ich beurteile jetzt einen Spieler von Barcelona, wenn ich da 2 Spiele sehe. Ja? Wie denn? Also der kann an den beiden Tagen kann er einen schlechten Tag haben und ansonsten ist er eine Kanone. Das kann ich halt einfach nicht beurteilen. Das wäre dann einfach nur, ja, dummes Gelaber meinerseits. So, klar, ich kann mir dann irgendwelche Statistiken angucken und sagen, wow, so wie einige hier, wow, guck mal die Statistik an, wow, 98% gewonnene Zweikämpfe. Ja, wenn er die Zweikämpfe verliert, wo 2 Gegentore entstehen, dann bringen die 98% vorher halt auch nichts, weißt du? Von daher, nee, kann ich leider nicht machen, weil, was soll ich da sagen? Weißt du, das hätte nicht meinen Anspruch. Kann ich mir keine Meinung bilden. Das wird leider nicht klappen. Deswegen kann ich zum Brian ja auch noch nichts sagen und zum Boe auch nicht bei uns. Ich müsste die Spieler halt erstmal ein paar Spiele bei uns sehen. Dann könnte man da vielleicht mal sagen, ja, der hat vielleicht das Niveau, wenn er den nächsten Step macht, oder man sagt, oh, du hast gar kein Niveau für uns. Aber das kann ich auch wirklich nur bei unseren Spielern machen, weil ich die in jedem Spiel sehe. So, bei irgendwelchen Spielern von anderen Vereinen kann ich das nicht machen. Ich zweifle noch daran, ob man im Verein wirklich die Eier hat zu sagen, dass man die ganzen Sanés, Kimmis und Knappes unbedingt verkaufen soll. Ja, das werden wir sehen im Sommer. Wie ist eure Einschätzung zu Toni Kroos? Kann er die Nationale helfen? Kann ich nichts zu sagen. Dass man ihn zurückgeholt hat, finde ich Banane, völlig Banane. Wenn man auf der anderen Seite sagt, ja, ich nehme aber jetzt mal den und den und den mit und dann holt man, ja, aber gut, es geht kurzfristig, der Nagelsmann denkt ja auch nicht langfristig, machen wir uns nichts vor. Von daher kann ich es aus Nagelsmanns Sicht schon verstehen, wenn der Toni Kroos noch immer die Form hat und die Leistung bringt bei Real, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Wenn dem so ist es bestimmt ein guter Move von ihm, ja. Kurzfristig gedacht. Ansonsten, wenn das nicht ist, dann ist es ein dummer Move. Mesut Özil sieht vom Gesicht aus wie das Pokémon Omod und vom Charakter her ganz schwierig, aber da könnten wir ja auch mal bei unseren DFB-Kapitän Gündogan nachfragen. Wild. Den DFB-Pokal hat Leverkusen aber schon mal gewonnen, oder? Meinst du generell oder meinst du jetzt dieses Jahr, weil dann nur noch keine wirklichen Gegner drin sind? Dieses Jahr spielt die Bayern in Rosa. Ja, wegen mir? Hab ich kein Problem mit. Mach schon mal die Beine warm. Mhm. Wild.
Naja, sollten wir die Möglichkeit haben, würde ich Davis, Kimmich, Opa, Goretzka, Sané, Gnabry und Mazraoui abgeben. Dazu Schuppo und Sadi Verträge auslaufen lassen. Dani und Kretzrich kommen zurück, dazu um Frimpong und Grimaldo holen. Zubimendi für die 6, Wirtz, Kane und De Ligt, die Kapitäne und es läuft. War doch, wünscht dir was hier, oder? Hätte ich jetzt so auf den ersten Blick gar nichts gegen zu sagen, Anbu. Ich weiß, traurig, ne? Weil wir diskutieren ja sonst immer ganz gerne, aber ja. Würde ich glatt mitgehen, glaube ich. Keine Ahnung, wie Davis aufgewachsen ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er geflüchtet ist, oder? Nach Kanada. Also wird er wahrscheinlich nicht so toll aufgewachsen sein. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. Also zumindest bis er ausgewandert ist. Ich warte immer noch auf die Reaktion zum Weihnachtsmann. Ja, wenn ihr gleich tote Hose ist, können wir uns den Weihnachtsmann, wie du ihn nennst, ja angucken. Wenn es dann noch im Zeitrahmen ist. Schon wieder wild aus, ne? Ich habe auch noch nicht reingeguckt, also von daher. Trotzdem war Özil einer der besten Fußballer Deutschlands. Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe doch nichts anderes gesagt, Dejan. Was ist denn los mit dir? Frech. Du, Mandy, hast du noch nie Spiel sehen? Ja, du hast ja den Emery auch noch nie trainieren sehen, aber ist ja trotzdem Fan, GB. Hab vergessen, dass Kimmich noch ein Jahr Vertrag hat, aber 40 Millionen fühlt sich trotzdem falsch bzw. zu wenig an für Kimmich. Aber doch nicht für das Leistungsniveau, was er uns diese Saison mal wieder präsentiert hat, oder? Ich meine, wenn man in der Nationalmannschaft vom zentralen Mittelfeld auf die rechte Verteidigerposition degradiert wird, weiß ich nicht, ob man das mit mehr Ablöse rechtfertigen kann. Ich weiß gar nicht, warum wir unbedingt jemanden super teuren für die Zentrale brauchen. Hab ja schließlich auch noch Conny neben Pavlovic. Gehe ich mit dir, ja. Man muss auch nicht immer super teuer kaufen, nur weil man der FC Bayern heißt, also. Peter Lünemann, guten Abend. Manuel von und zu. Ich mag deinen Kanal und deine selbstsichere Art. Ja, vielen lieben Dank. Pavard hat, glaube ich, 67% seiner Zweikämpfe bei Inter gewonnen. Ja, Maschine. Schaust du die kommenden Testspiele des DFB an? Ich weiß nicht, wann das erste Testspiel ist. Wann ist das denn? Wenn es in meinen Zeitplan passt, ich super viel Langeweile habe, die Ausstellung nicht wieder die gleichen Kapsbieren präsentiert wie sonst immer, könnte ich da vielleicht mal aus Verzweiflung reinzappen. Ansonsten eher nicht. Meinst du generell schon mal Leverkusen Pokal gewonnen? Ich glaube ja, oder? Da ich ja der nette Onkel bin, kann ich das ja mal eben googeln. Erfolge Bayer 04 Leverkusen. Oder ich hätte Titel schreiben sollen, oder? Oh, Erfolge, steht schon Herbstmeister drin. Europa League Teilnehmer. Wild. Deutscher Pokal fehlt nicht. Okay, ich gebe mal Titel ein. Wenn das schon als unter Erfolg steht, dann wild. Wild. Haben die noch nie einen Titel geholt oder was? Hier. Doch, 1993. Titel. UEFA-Pokalsieger 88, DFB-Pokalsieger 93, DFB-Hallenpokalsieger. Das gab's dann noch. Geil. 1994. Das sind die Titel.
die Leverkusen bisher geholt hat. Also die werden dieses Jahr ihren Mega-Orgasmus kriegen. Mit Double, vielleicht nicht das richtige Triple, aber ein Triple Light. Aber wäre doch vielleicht noch ein schönes Spiel, oder? Leverkusen-Liverpool. Groß ist für mich der unsympathischste Spieler, den ich je erlebt habe. Hoffe für eure Nati, dass er in der Kabine cooler ist. Echt? Warum? Ich fand den Groß eigentlich immer ganz geil, wo er bei uns noch war. Auch wo er bei Real war. Also von seinem Spielstil her fand ich schon okay. Wäre aber besser für Inter gewesen, wenn bei den 67% der gewonnenen Zweikämpfe im Achtelfinale auch der gezählt hätte, der zum 2:1 für Atletico geführt hat. Ja, ich sag ja, Statistiken ist was Tolles im Fußball, ne? Meines Erachtens ist Kimmich ein Stinkstiefel, der meint, High Heel zu tragen und entsprechend auftreten zu müssen. Was die Zukunft des Teams betrifft, ist er nicht die Lösung, sondern das Problem. Das weiß ich nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Kimmich ein Stinkstiefel ist, so charaktermäßig. Ich glaube einfach, er ist einfach zu sehr verbissen, zu ehrgeizig und zu wenig selbstreflektiert, glaube ich. Ich glaube, das ist so das Problem. Ich glaube, wenn er ein bisschen selbstreflektierter wäre, dann könnte ihn sein Ehrgeiz vielleicht auch positiv beeinflussen. Aktuell hat man eher das Gefühl, dass es ihn negativ beeinflusst. Ich bezweifle, dass Kahn und Bratze noch irgendwelche Chancen am Arbeitsmarkt haben werden. Also Olli war doch schon zu Gesprächen in Saudi-Arabien, oder nicht? Ich denke, Brazzo, ach klar. Es gibt immer genug Vereine, die genug Kohle haben, Alter. Da sieht man mal, wie das Statistiken aussagen. Ja, im Fußball sagen Statistiken halt wirklich nicht viel aus. Leider so. Deswegen finde ich das auch immer witzig, wenn die Leute mir, wenn ich irgendeine Meinung oder eine Note mache, wo der andere nicht mit einverstanden ist, was ja völlig fein ist, dann anfangen, ja, aber hier die Statistik, am besten war der heute, der war der absolute Krönung. Also, der schreibt mir rein, ich habe mich mal im Real Life mit einem Trainer unterhalten. Der Trainer hat dann auf der Seite sich die Statistiken rausgesucht für dieses Spiel. Und ich muss sagen, ich bin da jetzt ganz, ganz anderer Meinung, was du da erzählst. Alter. Da bin ich das erste Mal aus dem Sattel heute Morgen. Ganz großer Kommentar, Alter. Konnte sich die Meinung noch niemand selber bilden, sondern musste den Trainer im Real Life befragen. Alter, hör mir auf, ey. Solchen Leuten musst du dich rumschlagen. Davis war, glaube ich, die ersten 6 Jahre in einem Flüchtlingscamp in einem afrikanischen Staat. Dann hat Kanada seiner Familie den Flüchtlingsstatus anerkannt. Ziemlich krasse Lebensgeschichte. Jo. Wir wurden 2014 Weltmeister, auch weil Dortmund und Bayern im Champions League-Finale waren. Wenn das wieder passiert, dieses Jahr werden wir Europameister. Ja, aber ich denke, da war es auch eher daran dann geschuldet, dass wir da auch einen großen Teil der Nationalspieler gestellt haben, oder? Ist ja aktuell nicht wirklich gegeben mit einem Dortmunder in Nationalmannschaft und was sind's? 3 Bayern, 4 Bayern? Ja, den Rocker haben wir leider, Rocker hieß er, nicht Rocco, den wir leider davon gejagt haben, ja. Das wäre der perfekte Spieler gewesen. Aber konnten ja nicht Kimmich und Goretzka irgendwie nur in Zweifel stellen. Ging ja nicht. Aha, also haben wir Chicos Triggerpunkt auch gefunden. Toni Kroos. Ja, dann haben wir ja bald von jedem Triggerpunkt. Ist ja schön. Ich werde mir die auch alle merken. Wenn ihr dann triggert, dann trigger ich zurück.
Weiß jemand, was mit Sané jetzt diese Woche passiert? Würde er in das Straftrainingslager geschickt? Hat der Magerzeit? Nee, der hat die Eistonne wurde extra mit Hightech-Eiswürfeln aufgefüllt und der wird jetzt erstmal 3 Tage in der Eistonne sitzen. Nee, keine Ahnung, was der Lieber macht. Wahrscheinlich individuelles Training oder was. Bayer ist nur DFB-Pokalsieger. Ja, gute UEFA-Cup-Sieger sind sie auch noch, ne? Ich freue mich für Tuchel, wenn er aus der Vordertür gehen kann mit den Champions League-Pokale in der Hand. Ist ein guter. Anbo, ey. Aber ich freue mich dann auch. Vielleicht dann auch ein Stück für den Tuchel. Mighty Momo oder Momoi, mein allerbester Bayern-Kenner und Fußballphilosoph. Ach du grüne Neune. Glück auf, Mighty. Vielen lieben Dank. What the fuck, groß voll der stabile Typ, Alter. Was laberst du? Hä? Toni, guter Podcast. Ist okay, Chico. Ich verstehe das. Ich habe auch genug so eine Leute. Da matcht man einfach nicht. Da kommt man einfach nicht mit klar mit der Art. Völlig okay. Gibt den anderen Spielern was ab von Kimmich Ehrgeiz und es läuft wieder. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Kimmich müsste mal so 50% Ehrgeiz weggenommen werden. Ich glaube, dass er mal ein bisschen lockerer ist, so nicht so, ne? Ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Und ich denke, das hätte er halt, wenn er den Verein, wenn er ins Ausland geht. Ich glaube, da hat er nicht diesen Druck und, weißt du? Ich glaube, das würde ihm gut tun. Cooler Hoodie. Ja, Jacket, ne? Hab ich 2 Stück von. Einmal so eine helle, einmal so eine dunkle. Und haben damals, glaube ich, keine 150 € gekostet wie ein Trikot der Nationalmannschaft. Wir stellen 6 Spieler für den DFB, aber doch aktuell nicht, oder? Also Pavlovic ist nicht da, Goretzka ist nicht da. Wen hast du denn? Du hast Neuer, Kimmich. Gnabry ist aktuell auch nicht da. Musiala. Wen vergesse ich denn gerade? Müller. Ja, Müller darf ja auch noch. So war es 4, oder? Die anderen sind nie da. Weiß eigentlich jemand, wie sich der Rocker mittlerweile entwickelt hat? Also alles, was ich so gelesen hatte, hat er sich sehr gut entwickelt in England, ne? Aber wie gesagt, ich kann das so ansonsten nicht beurteilen, nur was ich gelesen hatte halt. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine ehrgeizige, starke Frau. Das ist bei Kimmich nicht anders als bei dir. Ich kenne Kimmichs Frau nicht. Ralf Rangnick soll im Gespräch sein, niemals. Wenn Heuberg verpflichtet wird, bekomme ich einen Kackreiz. Ja, fühle ich, GB. Gehe ich mit dir. Gehe ich mit dir. Hab jetzt schon so eine riesen Vorfreude auf den Tag, an dem Tuchel geht. Das gibt's gar nicht. Bild. Dann schenken wir Tuchel einen alten Mini, damit er in England glücklich wird. Ich könnte meinen abgeben. Verkaufe ich. Müssten wir aber genug Geld sammeln, damit ich einen neuen kaufen kann. Giovanni Trapattoni, 85 geworden. Ja. Das Beste waren die Freischüsse von der linken Seite mit Kimmich. Ist schon wild, ne? Für die Nationalmannschaft Groß Kimmich als Doppel-6. Würde der Chico sich freuen, glaube ich. Boah. Das wäre schon eine sehr, sehr defensiv starke Doppel-6, glaube ich, oder? Ich glaube, damit hätten wir ein Bollwerk. Wäre schon echt. Florian, moin zusammen aus Jülich. Sag mal, Kai, hast du eigentlich Informatik studiert nach deiner Metaller-Ausbildung, weil du jetzt Onboard-System-Ingenieur bist? Ich bin Techniker und Physikingenieur. Nee, ich habe keine Informatik studiert. Ich habe nur eine Umschulung zum Fachinformatiker gemacht.
Studium war nie ein Thema. Aber das müssten wir ausholen. Dann sind wir irgendwie bei Deutschland und ärmliche Verhältnisse aufwachsen und Bildung und so angekommen, dann wird's ganze Bild. Zaragoza ist ein Costa 2.0? Nee, ich glaube, der ist viel kleiner als der Costa und nicht so breit. Ist das Problem mit Heuberg? Ja, kann der GB immer ausführen. Ich glaube, dass Arsenal aus unserer Jugend was werden kann. Ja, na klar, weil er aus Barcelona kam, Alter. Ja, er hat Riesentalent, aber da hatte Tuchel ja auch nicht die Eier gehabt. Hat er ja nicht die Eier gehabt, den Jungen mal die Chance zu geben. Ja. Heuberg ist doch ein guter Spieler. Ja gut, Heuberg kenne ich von uns und ganz ehrlich, auch da war schon das Problem, dass er nicht wirklich die Entwicklungszeit bekommen hat, die er hätte bekommen sollen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er sich entwickelt hat. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Deine Meinung zu Glasner oder Rangnick? Rangnick weg. Kannst du streichen. Will ich gar nicht haben bei uns. Ich kann den nicht. Aber es ist nur meine persönliche, ähnlich wie ein Groß wie ein Chico. Also ich kann mit dem Rangnick nichts anfangen. Ja, gute Arbeit gemacht, überall wo er war, gar keine Frage, aber ich kann den nicht ab, den Typ. Der ist mir so unsympathisch, also sorry. Ja, na klar, muss ich das dann hinnehmen, ja, Beste für den Verein und so, gar keine Frage, kein Problem. Glasner, ja. Weiß nicht, ob er der Talenteentwickler ist, weiß ich nicht. Rangnick kann das auf jeden Fall, ja, hat das schon bewiesen. Ich weiß, ich komme mit seiner Art nicht klar, so mit dem Rangnick. Ich weiß nicht. Aber ist nur mein persönliches Problem. Ist mit Sicherheit ein kompetenter Mann da. Ja. Die steht am letzten Tag vom Tuche vom Vereinsgelände und skandiert, geh doch zu Hause. Nein. Das skandiert habe ich doch gesagt. Die Schulung geht mir gerade mies auf den Senkel, kann ich nur sagen. Ist ja ganz wild wieder. Gespielt hat er bei uns bestimmt nicht. Höchstens mal gesungen, GB. Ich sag, der Brian startet nächste Saison durch bei uns, Anmo. Kleine Dribbelmaus wird das. Ja, Douglas Costa ist auch so ein bisschen an seinem Charakter gescheitert bei uns, glaube ich. Rangnick ist Tuchel 2.0. Ich enthalte mich da. Glasner hat gerade erst einen neuen Job angefangen. Rangnick und Eber können gut, kann passieren, aber Rangnick hat bei Manchester United ja auch nichts gerissen. Wenn Rangnick kommt, dann freut sich Kai. Ja, dann wünsche ich mir wahrscheinlich den Tuchel zurück. Das heißt schon was. Ah. Gestern Atletico Barcelona gesehen. Barcelona hat krass gute Talente und ein Lewandowski-Tor. Barcelona hat schon immer eine gute Talententwicklung gehabt. Unser Verein in der Zukunft mit Rangnick, Favre, Kovac und Basler in den wichtigen Positionen. Da geht dann das Herz auf. Ja, nee, dann würde ich den Kanal einstellen. Das könnte ich dann nicht jede Woche moderieren, Leute.
Darf man das A-Wort nicht schreiben? Ich weiß nicht, welches A-Wort du meinst. Alter darfst du bestimmt schreiben. Es ging um Arsch. Wenn YouTube das nicht einblendet, dann wahrscheinlich nicht. Ne? Deswegen habe ich es freigegeben. Was, du hast Arsch freigegeben? Ohne Absprache mit mir, oder was? Ja, dafür habe ich das Wort Tuchel auf die Blacklist gesetzt. Warum das Ist ja denn? ein und dasselbe. Kann der Ambo ja nichts mehr schreiben hier. Ist ja besser Emery draufgesetzt. Irgendwie fiel Kimmich Ehrgeiz bereits auf, als er noch gar nicht bei Bayern war. Er sagte unter anderem, er wolle Schweini verdrängen und zum prägenden Spieler in München werden. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Also ich bin auch ein super ehrgeiziger Spieler gewesen, was auch nicht immer gut war. War halt auch einer, der nie verlieren konnte. Ich schätze den Kimmich auch so ein. Aber in Kimmich hat sich das irgendwie so in die Birne gebrannt gefühlt. Der müsste halt einfach mal 50% runterschrauben davon. Also generell ist Ehrgeiz ja was Gutes. Er ist recht im Leistungssport. Ja, also das ist ja nichts Schlechtes. Ist ja auch was super Gutes, wenn man sagt, ja, ich möchte das werden beim FC Bayern. Ich möchte der Capitano des FC Bayern werden. Ist doch super, wenn du so einen Spieler hast, der diesen Anspruch an sich selber hat. Aber er hat sich einfach verrannt. Ja? Er hat die Jahre, die er da ist, einfach nicht gepackt. Weil immer noch Spieler da waren wie Neuer und Müller, die einfach viel weit über ihn stehen, was Führungsaufgaben anbelangt. Ja, was ist er, dritter Kapitän? Ja, das ist ja nicht der Anspruch, den er hat. Und ich glaube, das ist so das Problem. Dass er auch gar nicht die Möglichkeit bekommen hat, dieser Spieler zu sein. Ja? Weil wie lange ist er da? Er hat die ganze Zeit gewartet. Der Müller ist doch jetzt schon, der ist doch schon 32. Der Manu, auf wann sind die endlich weg? Wann kriege ich endlich die Binde? Weißt du? So ungefähr kommt er ja drüber. Ja. Ist einfach zu sehr in seinem Kopfkino drinne. Ich sag ja, er müsste einfach mal jemanden haben, der ihn ein bisschen erdet. Vielleicht passiert das jetzt durch seine Versetzung auf die rechte Verteidigerposi, keine Ahnung. Wird man sehen. Ja. Was hast du denn gegen den Rangnick? Eine persönliche Abneigung, das ist alles. Ich habe gerade gesagt. Fachlich kann ich gegen Rangnick nichts argumentieren oder sagen. Leute. Ich mag ihn einfach nicht. Ist für mich ein... Ja, das Wort ist auch gesperrt, deswegen spreche ich es nicht aus. Die erfolgreichsten Trainer bei uns waren Empathiemenschen, siehe Jupp, Hansi und Ottmar. Ja, ich meine, so Felix Magath war jetzt auch nicht so unerfolgreich. Ich denke, es kommt immer auf die Mannschaft an und was die Mannschaft gerade braucht. Eieiei. So sieht's aus, Anbu. Uhrenkids sind auf Twitch. Die super coolen sind natürlich auf YouTube, also von daher. Und die allercoolsten wie Parker Lewis sind in beiden Chats. Weil die das Spiel dann durchgespielt haben. Oh, hast nur 10 Minuten ungefähr. Bringt halt nichts, wenn man ehrgeizig ist, aber Kacke spielt. Ich sage ja, ich glaube, in Kimmich steht sein Ehrgeiz einfach ein bisschen im Wege. Heuberg hat auch unter Pep für uns ein paar Spiele gemacht und sich Jahre später über uns das Maul zerrissen. Dachte auch, er wird der Große, ist lieber zu Real. Ist dann die Hose gegangen, der Lappen. Ja, hatte ja ein paar gute Ansätze bei uns. Ne? War jetzt nicht so, dass er irgendwie super schlecht war, aber also das Gerücht, was da irgendwo gestreut ist, also nein, ich halte das auch für komplett aus der Luft gegriffen. Kimmich wird zu viel einfach, ja. Willst Tuchel und sein Saskia Wasserkonsum vermissen? Ja, guck mal. Kannst du dich doch mit dem Ambo kurz schließen. Könnt ihr euch einmal die Woche treffen und euch zusammen Saskia Wasser reinnageln.
Ja, ich glaube auch. Alles, was Kimmich fehlt zum absoluten Führerspiel, ist ein wenig Coolness. Die Lockerheit einfach ein bisschen, ne? Einfach so ein bisschen auch mal das Lockere. Einfach mal loslassen können, so die Art und Weise, ne? Ja, das glaube ich auch. Was schade ist, ne? Was wirklich schade ist. Ja, und klar also aktuell wäre es besser für beide Seiten, wenn er wechselt. Ich glaube, er wird nochmal richtig aufblühen außerhalb Deutschlands. Ja, genau, Tiger, das sehe ich auch so. Hau rein, 44, vielen lieben Dank für dein Priming. Wir brauchen wieder mehr Spieler wie Bratzo, Golic, denke ich mal, heißt das, Manchu, Perisic. Ja, Pavlo haben wir doch. Naja, wenn es nach dem geht, ich hatte auch eine persönliche Abneigung gegen Tuchel, obwohl er aus meinem Nachbarort kommt. Ja, danach geht's ja nicht. Ich sage ja nur, dass es für mich persönlich so ist. Nach uns geht's ja eh nicht. Wir müssen ja eh damit leben, was entschieden wird. Wir haben ja kein Mitspracherecht. Naja, ich glaube schon, wenn wir beim Thema Kimmich bleiben, ich glaube schon, dass gerade auch Kimmich ein Fußballer ist, der seinen Beruf sehr ernst nimmt. Also da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Guck mal, wie wenig verletzt der Mensch ist und so weiter. Bist du ja nicht, wenn du so Larifari à la Gnabry unterwegs bist, wa? Zu Kimmich, Menschen mit etwas geringer Körpergröße neigen bisweilen dazu, diese durch besondere Leistung kompensieren zu müssen. Ja, aber so klein ist er ja jetzt auch nicht. Was ist denn jetzt los? Bestimmt auch so, was ist der denn? 1,78, 1,80 oder was? Genau, Pakalu ist der Coole von der Schule, Alter. 1,77 Meter. Ja, guck mal. Mein Gott. Da brauchst du noch keinen Napoleon-Komplex kriegen, Alter. Ich würde mich mit Tuchel-Jokes zurückhalten, wenn er nicht ständig nach guten Typen und Langzeitstimmung im Verein aufstellen würde. Was tut er ja jetzt nicht mehr, nach seiner Aussage? Perisic war und ist bis heute ein geiler Kicker. Ja, er hat halt immer die richtige Einstellung gehabt, ne? Das ist das halt. Das ist ja, was bei uns so ein bisschen abgeht bei vielen Spielern. Dass selbst wenn man halt nicht so einen guten Tag hat, trotzdem Gas gibt. Also so Leimer-mäßig halt, ne? So, das ist ja, was ein Perisic ausgezeichnet hat. Und wenn er einen guten Tag hatte oder Normalform hatte, war er halt auch ein sehr, sehr guter Kicker. Uhrenvergleich, genau. Nicht nur auf Parker Lewis bezogen, sondern auch auf mich bezogen. Weiß nicht, ob man nur der mega empathische Trainer war. Nein. Ottmar war auch ein knallharter Typ. Ja, ganz genau. Spitzname General wird er nicht umsonst gehabt haben. Genauso wie Jupp. Also wenn da Spieler waren, das ist ja diese Garde. Ja. Wenn da Spieler waren, die nicht mitgezogen haben, ja, dann wurde das auch kommuniziert. Ja. Und nicht einfach links liegen gelassen, so wie es in Tuchel handhabt. So, da wird halt einfach der Spieler ignoriert und drauf geschissen. Ja, das war da halt anders. Alter Schwede, junger Däne. Mittelalter Norweger. Ja, Kimmich ist oft so emotional. Ich glaube, Menschen folgen einem eher, wenn man rational handeln kann. Das weiß ich nicht. So, ja, gebe ich dir recht. Auf dem Fußballfeld weiß ich nicht. Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, so Marc van Bommel ja. Muss ich schon lachen, wenn ich nur dran denke. Ich glaube, so Marc van Bommel war ja vieles. Aber auf dem Fußballfeld war der mit Sicherheit nicht immer rational.
Ja, wir können den Effe noch mit ins Boot nehmen gerne. Ja, also, wenn wir jetzt mal bei dieser Position bleiben. Ja, so ein Schweini, gebe ich dir recht, das war schon ein anderer Schlag dann. Aber ja, die Zeiten ändern sich einfach, ne? Niklas, Freitag gibt's keinen Stream, aber tschüssi. Also sehr wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht, was wir bequatschen sollten. Es gibt ja nichts. Kimmich lässt doch gerne mal locker und lässt sich fallen, besonders in Zweikämpfen. Eieiei. Olli, so war das nicht gemeint. Kimmich würde mit einem Bein noch kämpfen, um in die Startelf zu kommen. Was das angeht, kann keiner ihm Vorwurf machen. Ja, das denke ich auch. Kimmich hat die Corona-Phase gebrochen. Ja, zumindest hat man den Eindruck, ne? Aber ich habe es ja schon mal gesagt, meine Meinung dazu ist, dass ihn die Erfolge einfach gebrochen haben. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er da der Sündenbock oder der Sündenbock der Deutschen war mit seinen Impfgedöns und das alles, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir da alle Titel gewonnen haben. Das war dann so für diese Generation. Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, so. Bam. Leute, wir sind am Ziel. Wir haben endlich einen großen Titel gewonnen. Mit der Nationalmannschaft hat es nie geklappt. So, wir haben es endlich erreicht. Und nochmal, dann ist es einfach menschlich, dass man nachlässt. Ja. Wenn du an deinem großen Ziel angekommen bist, gerade als Leistungssportler, glaube ich, es ist schon eine Riesenausnahme, wenn du so ein Olli-Typ bist. Weiter, immer mehr Titel, immer weiter. So. Ja. Ich glaube, diese Generation hat das nicht. So, die hat da alles erreicht. 6 Titel, wurde gefeiert, bis in den Himmel geschossen und alles gut. So, dann hat man einfach nachgelassen, was menschlich ist, was normal ist. Aber man hat sie dann von Vereinsseite halt nicht in Frage gestellt. Über Jahre. Ja, man hat es hingenommen. Alles gut, es ist jetzt so das Leistungsniveau, müssen wir mit klarkommen. Und ich glaube, das war das Problem. Hätte man sie nach einer, klar, du musst dir natürlich dann noch eine gewisse Zeit geben, alles gut. Aber da musst du sie irgendwann anfangen, in Frage zu stellen. Und nicht Spieler verpflichten, ja, und diese dann auf der Bank versauern lassen und trotzdem Kimmich und Goretzka spielen lassen, obwohl sie keine Leistung bringen. So, das war das große Problem. Und wenn du diese Leistung bringst und trotzdem immer spielst, so, wo willst du wieder deine Rationalität herbekommen, dass du sagen musst, jo, aber vor einem halben Jahr war ich besser, ne? Da habe ich alle 6 Titel gewonnen. So, wie sollen die das reflektieren, wenn sie trotzdem immer spielen? Das ist das doch. Sie haben immer gespielt, egal wer gekommen ist auf dieser Position. Sie haben immer gespielt, ohne auch nur einen Hauch in Frage gestellt zu werden. Sobald ein Kimmich fit ist, hat er gespielt. Goretzka dasselbe. Das ist das ganze Problem. Nee, ich habe keinen Leverkusen oder BVB gesehen. Nee, das müssen wir uns heute nicht mehr anschauen, GB. Du kennst das doch eh schon, da ist doch alles gut. Ja, na klar, aber warum hat man den Perisic denn wieder abgegeben? Weil das dasselbe Problem ist wie mit Kimmich und Goretzka. Dasselbe Problem ist ja mit Sané und Gnabry. Die spielen halt immer diese Spiele. So. Ach, Thorsten, die Frage habe ich schon 100-mal beantwortet, ey. Was ein neuer Trainer bei uns haben müsste. Sofort, Baby. Ich sag's nochmal ganz kurz im einen Satz. Er muss in die Anforderungen passen, dass er Bock hat, Talente zu entwickeln. Er muss einen offensiven Spielstil prägen. Ich denke, er muss in gewisser Weise teamfähig sein, im Zusammenarbeit mit dem Freund und Eberl. Ja. Jetzt darfst du. Pumpen gehen. Hier, Liegestütze, zack, zack. Frech.
Zum Abschluss mache ich die. Kimmich hat im Verein alles gewonnen, damit Vereinsfußball durchgespielt. Ja, Vereinsfußball beim FC Bayern durchgespielt, so, weißt du? Vielleicht, wenn er nach in eine andere Liga geht, hat er nochmal ein Ziel, so, da Meister zu werden oder sonst was. Ich glaube, das ist schon so eine Geschichte. Kimmich ist für mich nur eine Reizfigur, weil er so viel besser kann, wie er Neymar im Champions League-Finale zerstört hat und es wurde jedes Jahr schlechter. Ich würde diesen Spieler lieben, wenn er wieder einfach seinen Stiefel spielt. Bin ehrlich ein heimlicher Fan. Ich kritisiere besonders Spieler, die ich mag. Jeder wie er mag, ne? Ja, gut, aber Punk, da gehe ich nur kurz drauf ein. Der neue Trainer muss vor allem in der Lage sein, die Spieler in einem auf sich angepassten System spielen zu lassen. Das sollte jeder Trainer. Ja. Dass sich nur ein Tuchel da so verweigert hat, ist halt wild. Ja. Ach, du sammelst doch wieder Punkte an. Mach dir doch keine Sorgen. Ja, klar, das Gehalt von Perisic irgendwie unter 10 Mille war natürlich zu hoch im Gegensatz zu so einem Gnabry, Coman oder Sané. Völlig verständlich. Okay, Leute. Ich mache jetzt noch ein paar Liegestütze für den Ambo. Das heißt ein Paar. Eigentlich sind es ja 2,5 Paare, wa? Leute, ey. Zu später Stunde hier. Aber einer muss ja. Einer muss ja. Komm, ich mache noch 2 für die Galerie. So. Ja, die Latschen sind schon eigentlich durch, aber ich bin zu geizig, neue zu kaufen. GB, das sind Rekordmeisterlatschen vom FC Bayern, Alter. Was ist denn los mit dir? Gut, Leute. Ich hau schon mal Abspann rein. Mara und ich verabschieden uns. Auf Wieder, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Ob wir freitags streamen, eigentlich gibt es ja nicht viel zu bequatschen. Ich muss mir das mal überlegen. Wir schauen mal. Ja, wir gucken mal. Lasst euch überraschen. Ich hau schon mal Abspann raus. Dann kann die Mara noch ein bisschen was erzählen. Muss erstmal zur Luft kommen. Wie, du hast nichts zu erzählen. Nee, ich stelle mir gerade vor, wie Anbu in seinem Freundebuch den Kopf von Thomas Tuchel geklebt hat auf den Körper von Se Roberto. Ja, guck mal. Ist ja doch was zu erzählen. Das war's jetzt, oder was? Ja, das war's. Yes. Weiter, nee, wir haben noch keine 22 Uhr. Eieiei. Atmen, ja, sag ich ja. Ich muss erstmal zur Luft kommen. Ja, spendet doch mal für ein Sauerstoffzelt. Wenn ich in dem Raum bin, ist das genauso. Wild, wild, wild. Okay, Leute. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend, guten Start oder guten Start hattet ihr ja schon in die Woche, hoffe ich. Gute Restwoche, ja. Nächster Stream, ich weiß es ja. Wir müssen halt mal gucken, wa? Wir spielen ja erst in 2 Wochen, also vielleicht vor dem Dortmund-Spiel auf jeden Fall, denke ich, dass wir da mal einmal kurz ein Fazit ziehen zur Nationalmannschaft vielleicht und so. Freitag gucken wir mal spontan. Okay. Ciao, ciao. Tschüssi.